Voilà, schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leute am Publikum, ich meine, offiziell Publikum, wo eine Person hat, liebe Leute draußen, die uns noch lauschen und noch vielleicht mich später gucken. Herzlich willkommen für unsere Gemeinderatssitzung, da schon noch ein Monat und wir haben einen neuen Ordre du Jour, den wir dann heute aufschaffen. Am Anlauf will ich ein paar Mitteilungen machen. Für dich wollte ich auch noch sagen, dass den Jules Sauber auch teilhält an unserer Sitzung über Videokonferenz. Er hat aber sein Wort durch Prokuration und den Serge Stein gehen. Der Serge Stein stimmt also immer für den Jules mit auf. Dann haben wir das Wort publik gezogen, du hast heute den Serge Eicher, den immer wird aufhängen, wenn wir aufstimmen. Dann zum Anlauf war den 8. Oktober waren Chamberwahlen. Da will ich von dieser Platz offiziell am Namen vom Gemeinderat merci sagen alle guten Leute, die an dem Wahlbüro beschäftigt waren, an die dafür gesorgt haben, dass wir auch zu Schütter das frei ein Resultat hatten, an die Arbeit flott proper gemacht und eine große Merci dafür. Dann der 14. Oktober war im Schütter Markt, den war für mich gefühlsmäßig noch ein bisschen besser besicht. Ich meine, das ist ein ganz flotte Markt, den wir da haben. Wir müssen uns natürlich auch immer neue Sachen aufhalten lassen, für dass die Leute auch nachkommen. Und ich meine, Kommissionen sind auch gestartet an den Mord, den ist bei der Kulturkommission. Das ist aber so, dass die Kommission noch da dezidiert hat, dass am Moment auch die Gruppe, die gut funktioniert hat, gut Arbeit gemacht hat, sich um den Markt gekümmert hat, auch so lange weiterführt, wie sie das wollen machen. Also das ist also an guten Händen. Dann hat man denselben 14. Oktober oben dann einen Kommemorationstag. Ich meine, einen wichtigen Moment für uns zu erinnern, was am Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Und wenn ich ein bisschen gesagt wie Tendenz doch immer an der Welt das, meine ich, ist es wichtig, über die Sachen nachzudenken, also sich zu erinnern. Der 15. Oktober war ein Buffet von der Amical, von der Pomche Minz Beschütter, der noch gut besichtigt war. Flotten noch mit schon dessen. Hat gut geschmerzt, dass auf jeden Fall die Retour von den Leuten, die da waren. Den 18. Oktober hatten wir dann eine Arbeitssitzung am Gemeinderat, und zwar Stipi, wo wir dann noch an den Busch gegangen sind. Da hat der Förster den Plan de Gestion der Forêt kommunal präsentiert, und hat ganz nützliche Informationen gegeben über seine Arbeit, über so wie sie organisiert sind. An der Gemeinderat konnte er sich Fragen stellen. Aber wie gesagt, nur waren wir praktisch an den Busch auch ein paar Sachen gucken. Dann hat man den 21. Oktober, also letzte Samstag, um 20 Uhr, den Kabarett, es war ein Leihwickelchen, das der Kabarett, den abgefahren wird, von bekannten Lützeburger Artisten zum 200. Geburtstag vom Dix. Und das auch von der Kulturkommission organisiert gewesen. Und es waren noch Leute da. Und wir wünschen uns immer, dass noch mehr Leute kommen. Aber ich meine, das ist aber flott, dass wir auch an der Kultur NRW sind, an eine variierten Programm offerieren, wo die Leute noch teilnehmen können. Voilà, ich hatte schon gesagt, wir hatten noch mal beruht der Kommission Rendezvous, für dass sie dann noch kommen, dass sie ihre Präsidentin, Herr Präsident, Herr Sekretär, Herr Sekretär bestimmen und dazu können nur ein Gemacht schaffen. Dann steht unten der 26. Oktober eine Assemblée Générale an der Residenz 50 plus. Das Sommer weil ja die Gemeinde auch für ihre Appartementer hat und auch da als Proprietär dann vertreten wird sind. Und dann haben wir morgen Abend am Centre Kulturell eine Präsentationsversammlung vom SIAS, das darum gegangen, dass der SIAS sich präsentiert, immer dann ein offizielles Komitee da haben und dann den Präsident an dem Büro von dem Syndikat gewählt wird. Also die, die Leute interessiert sind, die können noch gerne in der Lausche kommen. Dann haben wir den 21. Oktober den Halloween-Ball für die Kanner. Der 5. November ist dann den Tag vom 3. Alter, den Gemeinde zusammen mit Ami Peras organisiert, auch am Centre Kulturell, wo dann noch alle Matbürger über 80 Jahre geehrt gehen. Dann haben wir den 7. November die Che-Guevara-Reichung für National Feiertag, also das, was von Resetten zusammengekommen ist. Hier am Sitzungssaal, da werden wir dann noch auf den Punkt du jour trätieren, wo wir die Daten dann bestimmen. Dann haben wir den 11. November den nächsten Schritt am Markt und dann ist den Tag auch Journée intergenerationell. Und dann den 15. November wir eine Arbeitssitzung am Gemeinderat betreffend den Audit von der Resultance. An den 16. und 17. November
gëtt dann zu Basel Goldzertifizierung den Award iwwerrecht am Kader vum Klimapakt, wo dann de Schaffro oder noch Norafir mat do vertruude sinn, also dann die fir net mat den Zerschannech fuhren, dann fir mat die Zertifizierung do entgéngtuelen. Dann nummer den 21. November die nächste Gemengerotsetzung, wo dann de Budget 2024 präsentéiert gëtt. Und dann hätte man prinzipiell auch nach der 6.12. eng Erbesitzung, wo eng Modifikation punktuell geht, die man ha gingen firstellen zu summen de Gemengerot mat der Bautekommission, an dann den 13.12. die nächste Gemengerotsetzung wie so am Plange am Planning 4 war, fir dann noch iwwer de Budget aufzustimmen. Dann hun ich nach einer Informationen so aus den Agreement von der Maison Relais do, für das man können de Pavillon oder den Cadolto wie andere nennen benutzen, wir können Donner ersten zu go an deweis erkeu zu machen, weil man jo soviel kann hun an zur Fasse von der aktueller Maison Relais net groß genug sind. Und dann hummer an der Rue des Jardins als een Wohnungsbau die Feierhäuser. Du hast zur Mission aufgelaufen, du war mal op der Auswertung von der Submission, wo MC Lützeburg als da wird so mat immer de Projekt ugin, an dann as auch das fort de Flyer gëtt das vorausgedeelt, wo die Wohnungen dann ausgeschrieben gin, a wo Leute dann do könne melle, was Konditionen erfüllen an interesseiert sind, also das Verkauf der Tischhäuser gin vun de Leute bezöllt an den Terra gëtt iwwer bei Amphitheotik dann gelohnt. Und dann hummer normalerweise den 19. November eng klein Aweiung, an zwar gëtt an der Kanischer Stroß en Gewässerrandstreifen iwwen der See ugeluecht an das den Dach vum Bam, an gingen da profitieren fir den dann anzuweinen gucken zu go fir 30 Mttes. Voilà, dat waret vum ménger seit, dann gift de Jean-Marie als Napoweder soen iwwer die Eichkomiteesitzung vum Minetkompost. Merci Claude, schöne Genoven dann noch von meiner Seite. Wie gesagt, letzte Woche war dann eine Reunion vom Syndikat Minat-Kompost, doch schon dann habe ich schon Ordre du Jour die Elektion von den Präsidenten und Membern vom Büro. Da haben sie dann weiter auf Kontinuität gesagt, sodass du unterstützt dann den alten und den neuen Präsidenten Jean-No Fürpass für die nächste Aktion gewählt hast, das ist der Bürgermeister von Monerisch. Vizepräsident aus den Manderscheid René von Diedling, das der Chef noch von Diedling. Zweite Vizepräsident aus den Goldschmidt Patrick von der Wilde Lützeburg, Chefin, die sie neu beikommen, Stadt Lützeburg. Und den dritte Vizepräsident aus den Conseil von Ersch Cavallero Bruno. War ich bei der Nutze so wie die anderen Moment, und sie mir das habt schon mal gespitzt von Syndikat Minat Kompost. Merci. Merci Jean-Marie. Voilà, immer zum nächsten Punkt kommen, muss man nach einem Punkt auf den Nordjour dabei setzen. Ja. Ich bin froh, weil ich weiß, dass zum Beispiel auch Komitee war von dem CGR und du kein Rapport. Oder beim SIAS nach kein Komiteesitzung war kein Rapport. Ja, ich kann doch darüber einfragen. Da sind wir mit der Mail in den geschieht, du hast ich gut kein Mail. Die ist nicht gewürgt, wie nach der noch gewürgt. Ja, aber du warst ja den Substitut am Anfang der Claude oder ein Mail gekriegt. Den Jean-Marie als Hauptvertreter ist in der Woche genannt, aber ich konnte aber nicht gehen. Ich fand noch, dass die Invitationen vom CGR einfach zu spät kommen. Also es wäre flott, wenn in einen anderen Rhythmus gehen kriegen oder vielleicht Kalender, wenn die die Sitzungen sind, die gehen normalerweise eine Woche Druck kriegen, die Invitation mit dem Bericht. Also da wäre mir lange Delay wäre besser, für dass ich sich organisieren könnte. Wie gesagt, wir waren nur die ersten Tome, mit die nächste werden da klappen. Voilà, dann zum Mode du Jour, du wolltest mal einen Punkt beisetzen, ich meine, wir haben eine Stadt geschickt. Und zwar haben wir da eben schon den Dingen rumgekriegt von der Modifikation punktuell PHP-KE, die 2 Punkte. Also wir proposieren den Punkt 3 beizusetzen, das geht man Punkt 3p.2 zu summen. Also es geht immer um Dowanderung vom PHG auf vom PHP, die wir machen am Kader vom Projekt in der 8 Nord. Also das, was man heute geguckt hat, noch schon eine Arbeitssitzung. Das am Anfang Familie Losch, die du den Projekt möchte. Und die Änderungen, die wir diskutiert haben, ich meine, die
de mis man nowen Teil den net an Prozedur gin an der dann dann eben noch an hun kurzeg Rakrit an den Datum war den 23. Oktober a weil lo zu summen hängt hummer awer gemengt, dats dat wichtig fir dats man dat ze summen dann noch gingen Nummer du jour treieren. Also wann der Nummer der Akkor wert, gif mir iwwer die 2 Punkten ze summen do schwätzen an das so, dats den Henning dann no kënnt an als dat nach enkeer och am Detail präsentéiert. Man dat okay wird, dann ging oder stemmen man drüber auf. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jean-Pierre. Ja. Kisa Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch Sauber Jules. Mat Prokuration vom Jules auch ja. Dein Serge. Ja. Dreisen Paul. Ja. Fetsch Nicola. Ja. An Hartmann Jean-Marie. Ja. Merci. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Ich meine, wir hatten die Läschke als ein Programm d'Aktivité, wie der Mot du Jour steht, vom Schäferrot vorgestellt. Ich meine, aus dem Programm kann man rauslesen, dass man eine gewisse Dynamik haben. Und ich meine, all die politischen Punkte, die aus dem Herzteil rund um dich, ich hätte mal traitiert. Bon, ich meine, wir haben nicht den Anspruch, dass alles dran steht. Und wir machen noch solche Sachen, die nicht dran stehen. Aber ich meine, das ist eine flotte Idee über das Programm, das wir als Kind haben. Und wir freuen uns über die Kommentare zu dem Programm. Ich meine, wir gingen à Tour de Rôle, dann aufhängen, denke am Jean-Marie aufhängen, dann denke den Nico, dann Serge, der Jamp, die waren durch so, als er dann der Reihe. Voilà, Jean-Marie, da gebe ich dir das Wort. Das Koalitionsaufkommen ist für den Zeitraum von 2023 bis 2029 als eine ganz detaillierte Schäferrotserklärung von 24 Seiten und immerhin 26 konkrete Punkte. Dokument ist das Resultat von einer konstruktiver, gleichberechtigter Zusammenarbeit zwischen den LSAP und DP-Mandatären. Eine Schäferrotserklärung, die sich auf dem Motto von Nachhaltigkeit basiert, aber wo 3 große Prioritäten gesetzt sind. Als Natur und Umwelt, der Mensch, also die Bürger und die Infrastrukturen. Der Naturschutz aus dem Schäferrot besonders wichtig, es soll weiterhin nachhaltig agiert gehen, also ein Energieverbrauch soll nicht verbessert gehen, Photovoltaik weiterhin promoviert gehen und verstärkt durch Informationen und Sensibilisation als Projekte am Klima- und Naturschutz realisiert gehen. Es geht sich auch weiterhin für die lokale Biodiversität angesetzt. Das Recht auf proper und abwandfreies Wasser, Trinkwasser, also Menschenrecht, dafür als Quellschutz immens wichtig, und diese Ressource gilt zu schützen. Dofasser also ein wichtiges Thema, und das Projekt vom Ausbau von der Kläranlage geht weiter führt. An die vom neuen Initiative und Ressourcencenter soll so schnell wie möglich umgesetzt gehen, weil das wichtige Nachhaltigkeitskonzept an unserer Kreislaufwirtschaft aus. Beim Verkehr soll verstärkt auf die Mobilität gesagt gehen, an den öffentlichen Transport weiter so gut wie möglich promoviert gehen. Nicht immer die Gemengeservice geht weiter ausgebaut, mehr die Kommunikation mit den Bürgern und den Vereinen wird weiter verbessert. Bürger gehen durch Bürgerbeteiligung an Entschädigungsprozeduren abbezogen. Als gute Lebensqualität soll weiter hoch gehalten gehen, als Kanner soll weiterhin an einer familienfreundlichen Gemeinde groß gehen. Moderne und funktionelle Schulinfrastrukturen gehören natürlich dazu wie auch sichere Schulwege. Löwenswert ist für allem, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt soll verstärkt gehen und eine Politik betrieben gehen, die Vereine, Kanner, Jungleute, Familien, alleinerziehend und Senioren erschließt. Vereine an hier Benevoller insgesamt sind Fundament von unserer gesellschaftlichen Leben. Dafür gehen auch weiterhin Vereine unterstützt und den Benevolat weiterentwickelt. Bei den Infrastrukturen gehen natürlich die Projekte von dem neuen Dorfgeld zu eng von den Prioritäten. Die Megaprojekt multifunktionelle Komplex mit Ressourcencenter, Gemengenatelier und CGDs-Gebäude geht weiter vorgetrieben. Weiter geht auch den abordablen Wohnungsbau investiert. Schnellstmöglich soll auch die Flottinfrastruktur ob bis beim Fußballterrain umgesetzt gehen. All die Investimente an die nötigen Infrastrukturen drohen zu einer höheren Lebensqualität bei. Wir werden aber auch großen Impact auf die Budget haben. Dafür sollen all das Projekt gemäß wie wert gehen und nicht den Zufall über losgehen. Wir begrüßen das ambitiöse Leitlinie für die nächsten 6 Jahre, bei der kein ausgeschlossen wird und Gemeng ob die zukünftige Herausforderungen berät. Der LSAP Schötter dreht selbstverständlich all die Punkte von dieser Geschäftsratserklärung zu 100% mit, und wir freuen uns zusammen mit unserem Koalitionspartner, aber auch mit der Opposition, also in den nächsten Jahren für die Interessen von all den Bürgern der Gemeinde umzusetzen. Merci.
Merci Jean-Marie, du hast logisch war, hatte ich schon normal auf so wir haben also noch bis der Solo ausgeschrieben, kann in der Portal auch gesehen, als lo publiziert, sodass man auch lo warten ob d'offeren für können du fängt mat schaffen. Voilà, Nico, da gebe ich dir merci. Ja, guten Abend doch alle Guten. Ich gebe so eine Schaffenholzerklärung, die man an der letzten Sitzung präsentiert Guten setzt wirklich ein ganz Reihe von wichtigen Akzenten an der Gestaltung von der Politik für die nächsten Jahre an der Schötter Gemeng. Zu begrüßen sind zum Beispiel Ziele, wie auch schon 4 Redner gesagt wird, die der Schäferrot verfolgt am Bereich von der nachhaltigen Entwicklung und am Bereich vom Naturschutz. Dass das kein Eidelwirder sind, beweist Tatsache, dass wir heute ein Dossier durchleihen haben, für gezielt Photovoltaik auf die Gebäude von der Gemeinde abzubauen, eine Forderung, die wir als DP seit Jahren ausgedrückt hatten. Zu begrüßen ist auch, dass der Schäferrot verstärkt durch finanzielle Hilfen die Reduzierung vom Energieverbrauch oder die Umstellung auf erneuerbare Energien an der Gemeinwelt fördern. Beim Klimapakt ist schon vieles geschieht. Wir haben Goldzertifizierung. Der Schäferrot ist auch gewillt, das Klimaanpassungskonzept umzusetzen, was ich nicht mehr begrüßen kann. Neue Bäumpflanzen und Berge renaturieren, zusammen mit den Proprietären und den Bauern nur Lösungen sichern, diese Ideen kann ich nicht mehr unterstützen. Wir müssen noch uns Trinkwasser weiter schützen und zu begrüßen ist, dass der Schäferrot vollhand im Ausbau von der Kläranlage zu versieren steht, die endlich das Problem von der Verschmutzung von der See durch den Flughafen Aufwasser soll lösen. DP fordert seit Jahren, dass das Recycling-Center soll ausgebaut gehen, aber begrüßt die Wille vom Schäferrot, alles drin zu setzen, für an die Bauphase zu kommen. Was die Mobilität anbelangt, begrüßen wir, dass nächstes Jahr die Velosfee zwischen der Minsberger und der Sondaktivität endlich an Ugriff geholt soll gehen. Was den Urbanismus anbelangt, begrüßen wir, dass die Reglementierung, wie zum Beispiel der PAP, Quartier Existant, soll angepasst gehen, dass der Wachstum soll weiter wie bisher gesteuert und kontrolliert gehen. Bei den Finanzen begrüße ich, dass eine vorsichtige Politik geplant ist, die verhindert, dass man an eine inakzeptable Verschuldung verfallen. Der Schäferrot gesagt zusätzlich Unterstützung für die Vereine am Jugendbereich 4, was die nicht mehr kann unterstützen. Die Ausschreibung für das Projekt von den neuen Infrastrukturen um Fußballsterrain als UGLAF, der Beweis, dass der neue Schäferrot Neil mit Cap möchte oder mindestens will machen. Eine Idee wäre zum Beispiel die Infrastruktur für das Scouten, den Tennis oder die Harmonie belangen, stehen an der Erklärung erlassen, ob größer zukünftig Verbesserungen schließen. Am Bereich von der Digitalisierung, von der Administration, auch von den Kontakten mit den Bürgern, liegt noch viel Potenzial und ich bin froh, dass der Schäferrot auch hier neue Ambitionen hat. Für das Megaprojekt Neuen Dorfkehr hat der Schäferrot eine klare Passage festgelegt, was auch begrüßenswert ist, auch für den multifunktionellen Komplex, was man nennt, das Recycling Center, unterstützen ich auch den Schäferrot Schnellkontakt mit den neuen staatlichen Instanzen abzuholen, für Klarheit über den Fortgang von dem Projekt zu schaffen. Es ist also eine flotte Idee vom Schäferrot für die Wohnungen, die am Kader vom Logement abordable sollen verlohnt gehen, eine zentrale Lust anzuführen, ob der Leute aus unserer Gemeinde sich können erschreiben. Natürlich soll weiter an den abordablen Wohnungsbau investiert gehen, vermöglich aber mit staatlichen Akteuren zusammen und ohne aber die Finanzen von unserer Gemeinde über zu strapazieren. Ein Kompliment an den Schäferrot, dass ein Projekt mit Tiny Houses will lancieren. Den Ausbau vom Schulcampus muss natürlich weiter aktiv weitergetrieben gehen. Das ist ein wichtiges Engagement vom Schäferrot. Der Kannergemengerot, das Jugendforum, der Kannervereinsbus, ein Mitarbeiter von der Gemeinde als Jugendvertreter, Treffpunkte für Jugendliche sind interessante Ideen, denen hier Umsetzung mehr unterstützen. Es ist begreifenswert, dass für Senioren ein Ansprechpartner an der Gemeinde als Seniorenbeauftragte bestimmt wird
an dass der Bau von einer Seniorenresidenz, wie ihr seht, ein Altersheim, an der Gemeng entameiert soll gehen. Flott dass ein Dach vom Benevolat soll angefordert gehen, an dass der Schäferrot viel Aufmerksamkeit auf die kulturellen Aktivitäten lädt. Es sind auch viele andere Ideen an der Erklärung, die ich nicht allheim will zitieren, die meiner Meinung nach nur ganz couragiert, aber realistisch sind. Und dafür soll ich am Namen von unserer Fraktion dem Schäferrot vielmals merci für die Präsentation und ich wünsche ihm viel Chance bei der Umsetzung von dem politischen Programm. Merci Nico, ich meine, du hast flottabel Punkt pro all die wichtigen Projekte, die effektiv zur Summe am Gemeingut muss nur gepackt gehen an effektiv Haut schon um Mode du jour eben noch Sachen, wo man direkt wollen konkret umsetzen wie Photovoltaik an noch LED. Ich meine, das geht an der will man das los schon machen, nicht noch warten, bis wir nächstes Jahr sind. Das geht schon konkret an die Richtung. Serge, wenn du etwas willst sagen, von Schlift. Ja, ein Kleinigkeit. Guten Abend, alle Gute noch für mich, von meiner Seite, auf der Seite von Schötterbierger. Ich kann Ihnen den Chef Roth an sich nicht mehr löwen für die Chefenerklärung, die Sie für die Periode 23-29 präsentiert haben. Für was drücke ich mich am Namen von der Schötterbierger so favorabel vis-à-vis von der neuen Majorität aus, wenn ihr bedenkt, dass die vierige Koalition, die exzellent an ehrlich man nicht geschafft wird, und noch geschafft wird, nicht mehr besteht. Wir als Schötterbierger werden konstruktiv über die nächsten Jahre am Sinn auch Mambierger auf vierte Bierger schaffen. Ja, wenn ihr lo Chefenerklärung so guckt, das an Eisenach praktische Copy-Paste von der 2017 bis 2023. So praktisch. Wie gesagt, da war aus mit alle größeren Projekte. Wie geht es weiter? Die stehen dran. Aber da denke ich, was den Doka frohen, wie sind halt Prioritäten vom aktuellen Chefrat. Ich erlaube mir aber trotzdem am Dokument paar Sujets ein bisschen weiter zu kommentieren. Zu mengen als dat am Dokument steht dran harmonisieren vom Polireglement für die finanzierte Allgemengen als für ein Flotinitiativ Allgemenge schaffen zu summen. Allerdings jede Datei unter durch, die schon lange dabei sind, allgemein hat sich egen Spezifizitäten für Besoin zu dem Thema, was den Polireglement betrifft. Dazu gehören dann noch die neuen Kompetenzen, wenn ich mich gut erinnere, kann müssen das 17 neue Kompetenzen sind, die einem Agent municipal können zugedeelt gehen. Aber die müssen aber nicht überall parallel an dem nämlichen Sinn umgesetzt gehen. Dafür muss ich das wirklich vielleicht ein bisschen mehr auffeiern. An Eisenach könnte der Chefrat auch nicht der Lernst, an dem müssen auf jeden Fall darüber denken, bei all den Chargen, die an dem Dossier auf dem Mann zukommen, für vielleicht einen zweiten Beamten an dem Sinn anzustellen. Ich komme nur ein bisschen mehr eine witzige Sache am Dossier, und zwar auf Seiten eng. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht könnt gucken. Ich meine, hier hat sich ein kleiner Typo angeschlagen, mit den Kindern aber vielleicht zu Interpretationsdivergenzen feiern. Aktuell steht geschrieben, als Wurstum steuern. Ich denke, das soll ja wahrscheinlich da steuern heißen. Aber wie gesagt, das vielleicht eine Idee für das am Dokument zu korrigieren, ihr irgendwo auf der Seite oder so könnt, weil wir können vielleicht mal Diskussionen entstehen. Für dann noch ein bisschen mysteriös rüberzukommen, dass auch flott lesen, dass Jugend an dem dritten Alter weiter unterstützt wird. Ich meine, da sind ja schon, oder existieren ja schon die Resultate vom Jugendkommunalplan auf vom Plan vom dritten Alter, wo an sich ja schon praktisch ein Market geliefert gehen ist. Die hat nach einem Dokument geschrieben, eventuell für den Ballon
vom Tennis für das zu supprimieren. Ich meine, das ist ein gute Initiativ, dass wir schon lange darunter geduld gehen. Und auch da eventuell Synergie mit anderen Vereinen zu finden. Badminton zum Beispiel als ein Nimkin. Wenn ihr guckt, wie die zwei Vereine, aber wenn ihr weiß, wie die zwei Vereine funktionieren, wir sehen, dass das vielleicht eine schwierige Aufgabe gibt. A puncto Biergerbedeeligung, die am Dokument annonciert gëtt, hun mir pur bedenken, wann ihr guckt, wie het bei den Voten lo wat die Einzelkommissionen, Bodenkommissionen guckt, wie dort Resultate davon sind, wie für allem die Leute, die Präsident genannt sind. Wat de Faser schon Dorfkehr geht, als doch erstaunlich zu gesehen, dass den Ausbau von der Gemeng priorisiert wird. Wann ihr schon bedenkt, dass an den letzten Jahren die Arbeitswelt durch den Teletravail sich ferm geändert hat, und noch die Workspaces, die Einzel-Workspaces, die gemerkt sind, sie ganz klar eine Möglichkeit für Workspace anzuspüren. Wie gesagt, das muss ich dann auch gucken. Beim Dokument geht es dann komme ich dann auf den Wohnungsbau. Da steht der PHP Schöneberg, wo Gemeinde Wohnungen kriegt. Allerdings, also die überraschend, dass vom PHP Bremen nichts da steht. Wo die Gemeinde auch wohl wissend Wohnungen an Häuser auch mit am Projekt mit den Promoteuren mitbauen kann. Zum Thema interaktiv Tafeln vorreist da noch, als du schon am Lehrpersonal geschwert gehen, weil soweit ist bekannt, dass stehen die vielleicht ein bisschen mehr kritisch zu dem Dossier. Das ist interessant, weiter zu lesen, den Ausbau von privaten Betreuungsstrukturen, die gefördert gehen, respektive proaktiv begleitet werden gehen. Wir lassen uns bei dieser Initiative gern positiv überraschend. Überraschend für Schötterbierger und ich denke auch für uns Anwohner aus der Gemeinde, die ein bisschen Politik wie wären, als natürlich auch zu lesen, dass die Gestaltung von Erlebnisplätzen fördern will. Wann sich und Position von der DP par rapport zum Spielplatz an der Ucht kann erinnern. Digitale Solutionen für den Papierverbrauch zu reduzieren. Also auch löwenswert. Ich denke, das sollte durch gehen. Aber wenn ich auf verschiedene Plätze gucke, als nach ferm Papierverwendung oder Verschwendung, die benutzt wird, am Gemengerot, mehr was. Ich meine, für uns Schötterbierger, also ganz klar, dass wir schon am Anfang gesagt konstruktiv und produktiv werden mitschaffen. Und als Bierger denken ich, die als letzten 11. Juni flott gewählt haben, als nicht werden, und werden die auf jeden Fall nicht enttäuschen, für sie da sind und noch für ihr Kolleginnen und Kollegen hier rundherum. Das Schötterbierger sind da für ein proper und ein fair Arbeit zu leisten. Merci. Merci Serge für die Wörter. Ich meine, die anderen Parteien, die hier rund sind, die werden auch dafür da sein. Und ich meine, dass wir zusammen eine gute Arbeit können machen für die Bürger alle gut. Und dieser Gemeinde dafür auch die Kontinuität. Ich meine, es geht nicht darum, für alles bei Null zu fangen. Wir sind auf viele Bereiche gut vorgekommen. Das wollen wir auch so weitermachen. Ich meine, es war auch schon ein Komitee de Prävention des 16.11., wo wir sehen sind, über viele Sachen, ne, das ist du siehst, es wird nicht ein Reglement geben, der Ballen, Punkten genau selbst sind, weil es Gemengen spezifisch Unterschiede gibt. Wir werden uns aber darauf geeinigt, dass wir gucken, dass wir an den Artikeln aber kohärent bleiben, dass Sachen, die vielleicht nicht selbst sind, vom Reglement dann dabei kommen. Und wir sind also auch eins gehen, dass wir eigentlich ganz nur bei Neluchen nach vieles ob ihnen aufgestimmt gehen, dass man auch bei Auerzeiten oder so Sachen, also Police wird gesagt, das wäre auch für sie kein Problem, wenn
dat ass bëssen eng einer Position wie se nach 4 Joer hatte, wann dat net fir 100% gegen dem Nostemmen, sie missen se sowieso no lesen, was sech können am Dokument am baséieren as op dem Dokumenttipp können séier rëmfannen, dat ass am Fong dat wat ze wënschen. Me la ganz ganz no bei net an dats lo zweten drauf den AW, wann net fertig ass, dann kom man joch dann heine mat dem Reglement. Dann wat Posten no geht schmengen do hummer och eng Strategie, dats man so an du könnt Jo den Audit vun der Resultanz nach dabei an dann kom man an den Gemengerot an dann werd man iwwer Posten diskutieren, an werden die Strategie erklären. Also die Idee ist ganz klar, fir net all 3 Meint ze reagieren, mé eng kloer Planung zu hunn, wéi man an Zukunft Gemengen willen och personalmäßig opstellen. Voilà, ich mein, mat der Schuld an eng guten Kontakt zum Mätenlot Direktion sitzen an wir waren noch op den Podel Amitié, also du hast guten Austausch. Wir konnten noch net alle so schwätzen, schmengen den Masterplan. Also im Moment dat wat viel Zeit hält, da wo viel nach zu diskutieren, dass mir alles wat man von Ideen hun ansetzen werden an engem Austausch mat hinnen geschéie mat Enseignern mat och mat der Maison. Ich mengen das klar, wann den Haut iwwer den Domain schwätzt, dann kann gin net mir an Schul. Gi just an Schoul, méi se ginn och Schulzit enkadréiert 400 Schoul, wären damit Sto no der Schoul, die vill periskolär Aktivitéiten, dat muss an nee greifen, dat muss auch fir d'Eltern einfach schaffe sinn mat der Schoul mat der Mesorlé an schmeng dat so een Challenge dem als bewussten. Voilà, Vemos Merci fir den Wider an dann giwech d'wuet beider ginn und den Champ. Okay. Vemos Merci. Paul? Ja, bei uns Dose, den Serge geschwärzt für Schütterbeger. Sag mir kurz, mir einfach Vemos Merci dafür. Nur einfach nicht geschrieben. Meier schöne guten Abend. Bei uns wird so sehen, wenn da verstanden Sie, dass dann Maria nicht mehr uns die Analyse von der Schäfererklärung abgedeelt, sodass wir dann noch einen Enkel schwätzen, auf verschiedene Punkte abdehnen. Also für uns fängt sind wir ganz froh festzustellen, dass der jetzige Schäferrot genau der nämlich der Schiene für die vierste Schäferrot weiterfährt. Und dass all die wichtigen Projekte, die an die Wehr gelegt gesehen, auch weitergeführt gehen. Auch weil verschiedene Prioritäten sich verrickelt tun. Wir sind aber der Meinung, dass verschiedene Bereiche hätten müsste vertieft gehen. Für so wichtige Themen wie nachhaltige Entwicklung an Umwelt fanden wir den Text ein bisschen kurz. Nur ein Paragraph an wenig konkret. Wir vermissen eine andere Maßnahmen gegen die Verschmutzung durch Licht, Kamedi von Fliegern, Sportfliegern, Autobahn, Verkehr, den alltag durch die Gemeng fährt. Kamedi mischt krank an, das ist dafür ein ganz wichtiger Punkt. Die Gemeng ist zwar pestizidfrei, aber Privatleute können weiterhin Pestizide benutzen. Und, Pestizide sind auch eine Gefahr sowohl für die Gesundheit von Menschen wie für die Biodiversität. An diesen Punkten hätten wir etwas mehr erwartet. Wat Energie betreft, en even een paar Allgemeinheiten over Wärmepompen en Photovoltaik, wird nicht wirklich etwas Neues proposiert. Die schwätzt über ein erweitert Energiekonzept en als Gemeng selber lokal nachhaltig Energie produzieren. Het is aber nicht klar, an wat für eine Richtung die dort denkt. Die Punkt hätte auch mehr können ausgeschafft gehen. Wir geben noch gerne wissen, wie weit noch mit Innerkopf der Summe geschafft wird, also Dächer zur Verfügung gestellt für Solaranlagen drauf zu setzen. Da kommen wir zum Klimapakt, der Naturpakt. Was uns geringe Kehrpunkte angeht, stellen wir mit Fried fest, dass im Leitbild 2030 festgehalten wird. Wir vermissen aber am ganzen Wolle von der Umwelt, Klima, Natur, Energie, Wasser und Unfall konkret Mesuren. Beim Klimapakt haben wir das ja schon 75% erreicht. Wir werden für Mesuren holen wir auf die Liste, für noch weiterzukommen, weil wir werden uns so nicht auf die Lorbeeren ausruhen. Das nämlich gilt für den Naturpakt. Also für Bronzezertifizierung fehlt nun nicht viel. Aber was machen wir denn noch? Just Bäumpflanzen. Das ist genauso wichtig, unseren urbanen Bereich mehr natürlich zu gestalten, mit vielen Geringflächen an Bäumen, die Biodiversität stärken, das Mikroklima deutlich verbessern, mehr auch die Leute durch Schiert, besser Luft und mehr gesundes Umfeld eine bessere Lebensqualität garantieren. Und es soll nicht nur überprüft gehen, ob Renaturierungsmesuren können umgesetzt gehen. Das ist wichtig, dass die Mesuren am ganzen Seedal durchgeführt gehen. Ein natürlicher Bachlauf ist nicht nur nützlich, für Überschwemmungen zu vermeiden, die Landschaft zu verschönern und die Biodiversität zu verbessern. Renaturierung schafft auch
ein breit Fichtgebiet, das als massiven CO2-Speicher denkt. Kommen wir zur Wasser- und Abfallwirtschaft. Was die Abfallwirtschaft betrifft, haben wir schon einen großen Schritt gemacht, an dem wir das neue Abfallreglement angefordert haben. An ihrem Programm beschränkt ihr schüsst auf das neue Ressourcenzentrum. Wohl wissend, dass es nach Jahren dauert, bis den operationell wird. Aber bestimmt auch nach ziemlich lang dauert, bis da ich überhaupt umgehen, weil es noch nicht klar ist, ob der Staat matt möchte oder nicht matt möchte. Das heißt also, dass in den nächsten 6 Jahren sonst keine Mesuren geholt gehen, für die Kreislaufwirtschaft weiter zu fördern. Wie gesagt, es aus mit Cradle to Cradle. Gehen da Gemenge Projekte weiter in die Richtung gebaut. Was wird gegen den Gaspillage gemacht? Wie kann in der Reuse, Reduce, Recycle und Share weitertreiben? Also evaluiert gehen, den Second-Hand-Shop weiter auszubauen. Und vielleicht eine gemeinsame Maschinen- und Geschirr-Ausleihplattform zu gründen. Also Ideen haben wir da viel, und gehen noch gerne mitschaffen. An diesem ersten Kapitel müssen wir konkret Maßnahmen, die zur Verbesserung von Klima, Luft, Wasser und Biodiversität beitragen sollen. Was Mobilität betrifft, du hast das ganz genau das wiederholt gehen. Also am Programm steht das, was der frühere Transportminister uns für einen engen Monat, wo hier den nationalen Mobilitätsplan präsentiert wird, erklärt wird. Dieser Plan und die entalen Mesuren beschränken sich aber just auf staatliche Mesuren. Wie gesagt, auf kommunalem Plan aus, was wird der Schafferrot wollen. Auch an diesem Kapitel können uns 4 wie eine Anleitung geschrieben gehen, an den Hauptteil mit den einzelnen Punkten, die umgesetzt sollen gehen, aber komplett fehlt. Wie gesagt, der Lo mit der immer nicht nur gefrohten Velospiste Richtung Haf aus. Es steht nicht an der Schafferrotserklärung. Geht auch ein paar Mal über Sicherheit geschwärzt. Wir vermissen aber Sicherheit am Verkehr. Es hört in immer nächste Geschichte von Fußgängern, die unter anderem auf der Hauptstraße bald angestoßen gehen. Autos, die zu sehr fahren oder Trottoirparken, sodass Fußgänger immer über die Straße müssen gehen. Bis die wichtigen Projekte, die losstehen, fertig sind, so richtig bei der Schule, und im Kader vom neuen Dorfkehr, wird nach Zeit vergehen. Was wird an der Zwischenzeit gemacht, für die Sicherheit der Leute auf unseren Straßen zu garantieren? Gemengepersonal, über Gemengepersonal steht just dran, dass es wichtig ist, gut formierte Leute zu haben. Wie gesagt, mit dem Organigramm aus bleibt in den Nämlichsten. Also es ist gesehen, eventuell weiter Personal anzustellen, zum Beispiel in zweite Garde Champêtre. Aber wie gesagt, man sehen erweiterte Funktionen aus. Die schwätzt in diesem Kapitel just über Digitalisation. Hier steht, wir ersetzen ein paar Leute durch Computer. Null aussuchen über das Wohlbefinden, Teletravail, Chancengleichheit. Also kommen wir zur Chancengleichheit. Hier merkt ihr, dass keine Frau mehr am Schafferrot oder Koalition ist, weil an der ganzen Schafferrotserklärung fehlt das Wort Gender. Die schreibt, wir leben Chancengleichheit. Aber was das konkret damit gemeint? Was für eine Mesure geholt, dass zum Beispiel Kommissionen oder sonst Gremien mehr paritätisch besetzt gehen, dass typisch Männerberufe an der Gemeinde mehr attraktiv für Frauen gehen, was macht ihr für Gleichberechtigung für alle Personen, unabhängig von der Herkunft, Religion, Geschlecht oder sexueller Richtung, als LGBTIQ ein Begriff, wäre nicht doch vielleicht eine Idee, eine Chancengleichheitsbeauftragten zu nennen. Aber das überhaupt mit unserem PINS, also dem Plan d'Integration von Schütter, und mit der Charte vom Zusammenleben, auch nicht nennenswert? Zum Bereich Finanzen und Investissementen wollte mir gerne mehr am Detail wissen, was für öffentliche Ausschreibungen vorgesehen sind und wie envisagiert gehen. Potenziell Outsourcings davon auf keinen Fall zu Lasten von der Qualität vom Service und Matbürger gehen, noch sollten der Winst müssen eine Menge Arbeiter entlos gehen. Die Unterstützung von den Vereinen an hier binnen wollen ist natürlich nicht mehr zu begrüßen. Hier wollen wir nicht mehr ein paar Bemerkungen beifügen. Nicht alle Binnenwolle gehören zu engem Verein. Wir denken zum Beispiel an all die Leute, die um Marktmathilfe kommen bei Aktivitäten, die für die Kanner organisiert gehen. Es wäre flott, wenn auch die Leute, die nicht an engem Verein sind, an Avermathilfen Anerkennung kriegen. Als zweiter Punkt willen wir das Problem von Mangel an Räumlichkeiten ausschwätzen für Aktivitäten und Reunionen für Vereine, Kommissionen, Bürger. Das neue Kulturhaus, das Platz auf 4 gesagt, also an einer zweiten Phase verloren gehen. Wir schwätzen dann über viele Jahre, bis das Kulturhaus fertig ist. An ihrem Programm steht aber, dass Jugendraum zur Verfügung gestaltet soll gehen. Wie soll sich das konkret vorstellen, wenn die Elementen und so an Räumlichkeiten so begrenzt ist?
Kommen wir zu den Projekten und Prioritäten. Dass verschiedene Vereine mehr dringend neue Infrastrukturen kreieren müssen, das verstehen wir ja. Obwohl das alle Vereine die nämlich Opportunitäten kreieren sollten. Die Schulschwärme wird als Priorität gesehen. Und wir begrüßen das Initiative, weil es immer mehr schwer wird, Schwammstunden an einer Gemeinde zu kreieren. Mir als Sanierung von aller Schulen nicht genauso wichtig. Sollen nicht echt alle Mesuren geholt gehen, dass alle Schüler an einer modernen, kannergerechter, funktioneller Schule eine Betreuungsstruktur verbringen können, ihr Schwämme auf die Licht geholt wird. Neben all den immens großen, kostenintensiven Projekten, die schon Laufen oder an der Planung sind, freuen wir uns, ob finanziell nach Sputo ist, für eine neue Tennishalle zu bauen. Natürlich muss ihn unbedingt eine Alternative zum Ballon finden und die Sportler auch weiterhin ermöglichen, am Wander zu trainieren. Wir müssen vielleicht nicht in ein ganz konkretes Projekt nennen, die Finanzsituation analysieren. Was den Wohnungsbau betrifft, unterstützen wir, dass weiter an den abordablen Wohnungsbau investiert wird. Unterstreichen aber den Fakt, dass doch, was staatliche Akteure sollen mit angebunden gehen, die Gemeinde weiterhin proprietär von den Terrain bleiben soll, an echte mit Mesuren wie Bayern für Theoretik schaffen soll. Auch sollen Alternativwohnungsformen wie Kollokation an intergenerationell ermöglicht gehen, an Tiny Houses promoviert, da wo es sinnvoll ist. Was Senioren anbelangt, da sind sicherlich interessante Ideen dabei. Als froh als wie weit sind die Ideen basiert auf die Resultate von der Umfrage, die die Gemeinde zusammen mit der Familienkommission gemacht hat. Mehr wie 500 Leute haben sich mehr gehen, für den Questionnaire auszufüllen. Es wäre gut zu wissen, dass die Resultate auch benutzt sind und das hätte dann auch an der Chefrat-Erklärung erwähnt gehen. Also als Konklusion im großen Ganzen fanden wir, dass der Chefratserklärung und Ehrgeiz fehlt. Wir werden uns in den nächsten Jahren stark machen, für dass alle Menschen, egal ob alt oder jung, egal was für ein Geschlecht, Nationalität oder sexuelle Orientierung, die nämlich Rechte und Opportunitäten kriegen, und natürlich, dass alle einzelnen Projekte Natur, Klima, Wasser, Bösch, Biodiversität und Umweltschutz eine primordiale Rolle spielen. Dafür werden wir uns ansetzen und alle Decisionen von allen Winkeln kritisch analysieren. Merci. Voilà, merci für Bemerkungen zu der Chefratserklärung. Ich meine, das ist auch das, was wir als erwarten, dass der kritische Mannschaft an die do Bemerkungen, wann irgendwo etwas vergisst gehen, dann auch so. Ich meine nicht, dass es in der Chefratserklärung leidet oder weil es nicht da steht, dass es nicht so soll gemerkt gehen. Ich meine, dass das sind Open-Dieren, die hier angerannt gehen. Ich meine, dass wir wollen eng zusammen schaffen mit dem Naturteam, mit dem Klimateam, mit denen, die Lesungen, die man in Zukunft werden gehen, ausschaffen. Und da kommen wir an die Gemeinde und da wird auch gesehen, noch von der Chefratserklärung stimmt, dass wir da in der Richtung wollen ausschaffen. Ich meine noch die Chancengleichheit. Ich meine, ich ging mir auch wünschen, wir sitzen hier unter dem Tisch, mehr oder weniger paritär. Der Wähler hat leider ernst dezidiert, du hast noch Arbeit zu machen, die Arbeit stellen wir auch gehen. Wir wollen noch bei den Kannern politische Aufklärung machen. Ich meine, Frauen können noch Frauen wählen, scheinen sie auch nicht zu machen. Also beide Seiten nach Aufklärungsbedarf zu machen, die wollen wir auch machen. Ich meine, du hat die Integrations- an die neue Zusammenlebenskommission, wie sie heißt, hat du pain sur la planche, wie ich vielleicht so, und das soll auch umgehen gehen. Übrigens steht schon im nächsten Ordre du Jour, den hast du noch nicht verschickt, aber das ist aber schon ein Punkt, für auch über LGBTQ zu schwätzen, da zumindest auch deutlich zu machen, wann in der Gemeinde rauf wird. Ich meine, das sind viele so Kleinigkeiten, wo ich eben noch am Anfang gesagt habe, und dafür steht nicht alles in der Schaffenserklärung, schon noch nicht hören, was gegen das Ideen oder gegen das Meinung geht. Also, das wollen wir alles machen. Wir sind froh, wenn die uns dann auch dabei helfen, dann also auch so, wenn man etwas vergisst und dann ist das nicht gern geschieht, mehr, das könnte am Eifer des Gefechts dann einfach probieren. Kreislaufwirtschaft, meine ich, ist auch noch immer gewünscht bei allen Projekten. Gucken wir da immer mehr, wir sollen auch nach Mai gehen für das an den nächsten Gesprächen, die wir auch haben. Wir müssen am Gang noch Budget zu machen, Zeit ist knapp, geht dann nach 4 Stunden und nicht alles durchdiskutiert. Wir kommen aber 4 Uhr und werden auch da weiter hier bei den Projekten von der Gemeinde ein Thema bleiben. Und das wird dann noch gesehen, Wellosweg ist nach Punkt, den ich rausgreifen will. In Haft stimmt, steht nicht dran an der Chefratserklärung. Wir beschäftigen uns auch mit dem Thema. Wir froh, denke ich, Rendezvous. Wir müssen noch mal ein bisschen gesagt kriegen, wie dann eine konkrete Situation da war. Wir haben noch schon eine Alternative. Das ist wahrscheinlich mal nicht besser. Aber auch den Züge hast nicht vergessen. Wir bleiben drin. Und sobald wir neue Sachen haben, gehen wir auch an die Verkehrskommission damit.
an der Umweltkommission an schmengen die Themen die kommen. Voilà, merci trotzdem für Kommentare an alle Gu an ich bin froh, dass ich so intensiv damit beschäftigt mein Chef das Frau an wir werden wie gesagt an Zukunft in der Sängebereich auch mal zur Summe schaffen und zurückkommen. Voilà, dann kommen wir zum zweiten Punkt von der Tagesordnung Development durable an Umwelt an da hätten wir dann also Pakt Klima, wo man dann den Bilan für 2022 gingen präsentieren. Du höllle da ist den Yves Möscher als Klimabüroder. Ich meine, das kein de besser wie hier kann als Riert an Antwort stohlen, wo man dann dr sind, wie wir an Zukunft doch 4 kommen an dem Bereich. Muss merci. Ich mache mein Best, das verspreche ich. Also willkommen alle gut. Ich weiß nicht, für die mich noch nicht kennen, ist eine Michael, wir sind eben Klimabüro von der Gemeinde Schütter seit diesem Jahr. Letztes Jahr war ja noch der Jano Schrader, schon Demos mit Team geschafft. Ich hatte auch am Hintergrund ein Dossier gemacht, ich war Modi dabei, du wen sich kennen, Gemeinde, das ist gar keine Diskussion. Das Jahr habe ich auch den Gold-Audit gemacht, auch noch den Ökonomie-Zirkulär-Audit. Es scheint auch gut gegangen zu sein, du wennst meine Studenten gut vier kommen. Haut wie sind Schei? Am Prinzip geht es darum, für das ich den Klimapakt vorstellen. Wie funktioniert das, was ist überhaupt? Für was das Schritt überhaupt Teil von dem Pakt? Aber besonders auch, wo steht Schritt da? Ich meine, das ist was jeder ein bisschen interessiert. Dann ist auch eine ganz rezente Information dabei. Das ist auch die letzte Slide, für das ein bisschen spannend bleibt. Darauf könnt ihr sprechen. Voilà. Am Großen und Ganzen für stellen ich den Cadre General für was ist überhaupt? Den European Energy Award, also sich den europäischen Schirm, an dem der Klimapakt sich befindet. Wen sind Akteure am Klimapakt, die wichtig sind, war das der Katalog der Mesure, also wer Kriterien geguckt, wer Indikatoren gemoos oder wie diese gemoos, und dann eben ganz zum Schluss, voilà, wo steht Gemeng, das ist mein Stand ein Punkt, wo da alle Götten einen Angriff könnt gucken. Hoffentlich. Hier sind Ziele, die national gesagt goen, schmengen die kennt schon jeder, du kin nicht mehr drauf an, wie dat. Schmengen war ich aber heute extra will so, als Zölle sind immer schön. Den Klimawandel an sich kann sich nicht wirklich mal Zölle beschreiben. Am Klimawandel geht es um Menschen. Es geht wirklich um Menschen, die impactiert sind, um Menschen, die auch keine Mord machen, für etwas zu ändern. Wir hatten schon letztes Weekend gesehen, Supermarché die Deelweis kind Issen konnten anbieten, Leute, die gefragt gouf ihr Park der Wallis, weil kann der dir gleich nicht mit dem gefunden. Leute, die schon hatte müssen du raus. An den Notteil, weil hier du überspannt war. Das war heute noch nicht so weit weg. An England, Schottland, Irland, wo den Sturm Babette eben ziemlich Misere gemacht hat. Bon, lo kann ich so als ein Klimawandel folgt oder nicht. Am Prinzip war raus von das gehen als Meerer sind man der muss warm überhitzt, dass die ganz viel Fischigkeit an Luft aufgehen. Dem Moment kann so ein Sturm mal echt auf so einer Küste hängen bleiben und dann rennt man ein bisschen mehr stark auf einer Platz. War doch aus von China als dass du wennst eben weil die Fischigkeit an der Luft das rennt doch umso mehr stark und du wennst also 10% mehr Regen gefallen. So kommt du hin dass verschiedene Plätze 200 mm gefallen sind. Und das spürt den nach bis heute, oder wo man heute noch Foto gesehen, du hast noch viel abzurauben, noch viel Investitionen zu machen, für das zu flicken. Und natürlich, was am schlimmsten ist, Leben sind auf die Kapkeit gehen, Leben sie verloren gehen. Was ist aber immer so, dass wir sollen uns nicht nehmen, auf die Negativsachen begrenzen, wir machen noch viel gut. Und die Erfolge muss ich einfach auch feiern. Da habe ich so 2 Beispiele rausgepickt, von denen ich letzte Weekend gewöhnt bin. In Amerika ist so zum Beispiel Bier gemacht, den mit Schmutzwasser gebraut wird. Das heißt, das Schmutzwasser ist abberät und so hygienisch korrekt übrig, dass sie dummer die Bier könnte machen. Das ist eine ganz interessante Sache von. Also ich will gerne sehen, so. Ne? Leider sind das eben in Amerika. Da ist bon. Eine andere Sache, Frankreich hat eine Entreprise, einen Roboter erfunden, den ist schon einfach kann analysieren automatisch so wie Stift da silo dran, wie viel Coating ist dran, wie viel Polyester ist dran. Da kann die trennen, da kann die an die jeweilige Filiären sortiert gehen. Haut sind wir in einer Situation, wo just 1% vom Textil recycliert wird, hier in Europa, die da so einen Erfolg, den ich kann feiern. Bon, hat der Gemeinde um größten Erfolg zu feiern, ich meine, schon ein bisschen annonciert, aber ich werde nur aber nein, kann man mehr im Detail darauf kommen.
Lo ein bisschen mir am generelle den European Energy Award. Was ist das dann überhaupt? Am Prinzip ist das, wir kennen den nach dem Klimapakt heute zu Lützeburg, mit dass sich ein europäischer Schirm vom Klimapakt. Ne? Am Großen und Ganzen machen wir über 1600 Gemeinden mit und das betrifft, dass ich über 65 Millionen Einwohner. Und ich meine, da kann ich schon froh sein, dass ich als Schütter Gemeinde also ein großes Movement dabei ist und da kann ich noch hochverstoppt sein. Zu Lützeburg steht Grafik schon eine Grafik, die nach vor 4 ist, leider, da steht noch 100 Gemeinden, sind da 100 von 100, die engagiert sind am Klimapakt, also die Kontrakte unterschrieben haben. Dafür sind da 17 Goldzertifikaten, die sieht ein bisschen da auf der Karte schon verteilt. Aber wenn man so ganz genau guckt, sieht auch Schütter und da sieht auch, dass die schön am Gold sind, der Tisch, dass die schön auf 4 geholfen, was ja auch schön ist. Voilà. Dann den Tool, den wir habt dafür benutzen, das ist sich für das Spivi zu machen von der Zertifizierung. Da wird alle Jahre angefüllt, was gehört Gemeinde gemacht, was das den aktuelle Score von der Gemeinde. Das ist auch den Tool, den die Auditeure benutzen, für dann noch die Bewertung, die wir abschätzen, die soll gemacht gehen oder die soll erreicht gehen, für die zu bestätigen. Das ist das ein Arbeitstool von dem Klimapakt. Wie funktioniert der Klimapakt auf Punkto Akteuren? Am Prinzip sind ein ganz rich Partnären, die mitmachen, dass der BL, IMS, CEL, Klimabündnis, zum Beispiel von den paar Mesuren beigesagt gehen, das sind also die gefroht gehen und die mithelfen. Dann haben die natürlich auch Ministerien, Administrationen, die mitschaffen, das SIGI für den Soutien-Technik. Gemeinde ist natürlich am Zentrum, muss ich auch ganz klar sagen, ohne Gemeinde lebt nicht. Das ist wirklich da, wo der Impact auch geschieht. Aber dann kommt nicht mit dem Klimateam, das ist Klimateam als eine Gruppe von engagierten Bürgern, die einerseits Propositionen können ausschaffen, mehr aber auch konkret Propose können entwickeln. Das ist konkret Projekte proposieren und die dann noch konkret entwickeln und dann Territoire ausfeiern. Aber ich koordiniere die Equipe. Ich schaffe noch mit der Gemeinde Klimapakt, Maßnahmenkatalog, für das eben die Gemeinde all Jahr hoffentlich, dass ihr Ziel ein bisschen besser durchsteht. Und dann antworten ich eben noch auf die Fragen, die so aufkommen, an Neuigkeiten, die dann im Katalog gehen. Dann auch wichtig, eine von meinen Chargen ist auch, all Jahr Bilanz von der Gemeinde zu machen. Natürlich, ich gucke, wie viel Prozent hat die Gemeinde da. Ich gucke, was hat die Gemeinde alles gemacht und dann so nicht, sind wir bei 80%, bei 70%, bei 85%. Ich kann erzählen, was ich will. Ich kann sagen, wir sind bei 85, sind eine Equipe. Du weißt, voilà, ich kann dir sagen, wir sind bei 100. Bah, so einfach ist es nicht. Für das zu bestätigen, muss man ja einen Audit machen und die bestätigt dann eben, dass wir dann, dass ich da so gesehen die Ausschätzung auch richtig gemacht haben, und für dem dann noch ein bisschen Kredibilität zu geben. Die Stadt dann muss alle 3 Jahre gemacht gehen, kann auch mir oft gemacht gehen auf Nachfrage von der Gemeinde. Klimaagence für ein kurz darüber zu gehen, für die sie dann kennen. Für den Klimapakt, sie sind den Hauptinterlokuteur, sie gehen zum Beispiel Access zu den Conseils und auch zu den Auditeuren, kommunizieren rund um den Klimapakt, entwickeln noch ein rich UT, noch teilweise mit den Partnern, und da werden sie als sich auch einen zentralen Akteur am Klimapakt, den man muss spielen. Lo kommen wir schon ein bisschen detailliert auf Schritte. Hier am Gringen ist sich das, was Gemeinde Haut erreicht wird. Also 75%, da sind wir drüber. Und die Ökonomie zirkulär haben wir auch als thematische Zertifizierung. Eine thematische Zertifizierung ist so gesehen eine Spezialisation, die in am Klimapakt kann haben, die immer der exemplären Taxereglement sowie auch anderen Aktionen, das war klar, dass man da doch spielen und ich meine, das auch etwas, wo ich kann hilfreich sein, wo ich als Gemeinde kann sagen, du hilfst mir jetzt nach einem auf hier. Kinder haben nur 17 Goldgemeinde, da kann ich sagen, das ist aber etwas, was wir haben. Finanziell auch wichtig, gebe ich so, also der Conseil Klimat, ja, da ist eine Prise en charge, das kostet Gemeinde nicht. Der Moment wird den aber auch für diese Zertifikation Thematik, wie zum Beispiel Kreislaufwirtschaft, kriegt 10.000 Euro pro Zertifizierung, das ist da der Fall. Weil aber sich die größten Park ausmischt, das ist Subvention variable annuell, die geht je noch Succès am Klimapakt ausbezahlt, überraschend. Schon da kurz ausgerechnet, weil ein Tableau das schön, aber ich will auch nicht jeder forcieren, am Kopf auszurechnen, was den hört. Also zu Schütter hat in dem Moment bis 32, wenn wir immer 75% geben halen, gibt man auf 1.600.000 kommen, das ist schon ein Park. Die sollte ich aber vielleicht ja, mir ist das wirklich der Wertgewicht Gold zu machen, dafür, was wir da gewicht, wenn wir 65% bleiben wären. Das habe ich auch ausgerechnet. Da sind wir auf also 365.000 Euro mehr, wie wenn wir auf 65 bleiben wären. Du weißt, das ist schon der Wertgewicht, das zu machen. Und das ist natürlich auch der Wert, wie wir für gesagt haben, das dann noch zu halten.
Klimapakt sind ein ganz rich mesureuren den du muss wie wäre für du auch einen guten Score zu kreieren geht lebt das über 6 Kapitel das Kapitel als Planifikation das alles was Konzepte sind Aktionsplan Indikatoren für zu müssen ob ihn auch gut geschafft wird du fällst zum Beispiel auch alles was Baureglement das PHP APG auch mal dran 2 sind Gemenge Gebäude Infrastrukturen 3 Approvisionnement Assainissement das alles was Ressourcen nur geht mir Territoire das Wasser Strom wärmt auch Déchets, also Ressourcen, die man könnte recyclieren. 4 als Mobilität, 5 Organisation intern, das ist 2 organisiert sich Gemeng intern für die Exigence vom Klimapakt umzusetzen. Dann Nummer 6 Kommunikation, das ist wir machen gute Sachen, wir müssen natürlich auch darüber schwatzen, für andere Leute zu inspirieren. Eine Kooperation, das sind zum Beispiel alles, was das CIA so geht, an einer Kooperation, für das die Lohn nicht muss Draht 2-mal erfahren. Weil verschiedene Sachen kann schafft den einfach besser zu summen wie wir das jeder in seinem Eck seine Sachen entwickelt dann in Moment merkt der in der Zeit gemacht wird Indikatoren die noch gemoos am Kader vom Klimapakt und die sie gerade am Klimapakt 2.0 an dieser zweiter Version wie wichtig gehen weil muss ich natürlich auch müssen da die noch stört weil sonst sind Aktionen das nicht viel wert du muss sich einerseits Indikatoren du gesagt ein bisschen wie den Klimapakt doch funktioniert wo der Indikateur rekommandiert, die muss nicht müssen. Die Punkte muss ich sich nicht holen. Aber wenn ich sie nicht hält, dann hält ich es eben noch nicht. Ne? Du kriegst zum Beispiel Punkte, wenn ich sie just muss, kriege einfach mehr Punkte, wenn sie sich gut entwickeln oder positiv entwickeln, und kriege noch mehr Punkte, wenn ich sogar ein Objektiv erreicht. Und das ist dann natürlich die besten Szenario. Ne? Das ist noch Indikateur Klee, die funktionieren ein bisschen anders. Du hast nämlich so, die muss ich, also ich muss, wenn ich sie nicht muss, dann verliert den nächsten Punkt und das ist normalerweise gute Punkt natürlich wir haben einfach auf der einen Seite die obligatorischen auf der anderen Seite die man können muss wo man Punkten brauchen auch wollen und ich meine die meisten Wille Punkten wenn das hat Menschen auch keine Diskussion lo kommen wir zum aktuellen Stand du gesagt ihr bisschen was das letzte Jahr sich geschieht das mir letztes Jahr Audit gemacht und das Jahr Audit gemacht du gesagt ihr wirklich dass an alle Kategorie ganz viel geschafft gehabt ne heißt immer ob 82,5% kommen was richtig gut ist und gesagt ihr noch am ersten Kapitel was du konzeptuell alles geschafft gouf einen Aktionsplan ausgeschafft in Indikators in System für Indikatoren zu swiveieren und da gouf wirklich an alle Kapitel viel Arbeit gemacht und ich meine der Zeit es schade muss man gesagt muss ich noch die Sache feiern die ihn erreicht da selbst war definitiv kann feiern wo jeder kann stolz und Hofrescheid drauf sind und ich meine du was den nicht du vergessen das einerseits natürlich Politik die du viel geschafft wird mir auch in einer Gemeinschaft auch Altwohner die Matgolf für das erreichen und du musst ihn einfach so sich klappe für zu so hey dat du sie mir all bedeligt ich persönlich kann noch ein extra Merci so den Dan das also chemisch für mich Magie das wirklich genial was also ich sind das eine Person die das einzigartig an der Gemeinde ansprechen du kannst stolz drauf sie wann so weil sie schaffen wird und hier wird du auch nicht möglich gewesen du wennst ich meine der Tote kann ich wirklich feiern dann der letzte Slide ich meine das was dich auch interessiert ja bon wie hast du die anderen Gemengen ich gesehen du sind noch verrutscht ja also auch hier schuld weil ihre zu lang ist dann voilà du gesagt du bisschen wie die anderen Gemenge stehen bevor dass du für kurzem beikommen über 90% du musst man auch gucken wie sie das gemacht und ganz ehrlich das schon ich weiß nicht ob viel mehr geht wie das also 100% das für mich ball unerreichbar 90% aber du willst mal gucken mit gesagt ihn trotzdem wie stark Gemenge generell zu Lützeburg sind und aber Schritt muss ich so also an Top 10 und da das auch etwas besonders mit der Evolution von den letzten Jahren wo wir wirklich Personen gut geschafft war aber wichtig das zu bemerken es geht nur nicht darum zu so wir müssen noch auf 90% wir müssen auch auf 100%. Ich will heute so ein bisschen die von der Auditrice zitieren, die also man so fällt die viel sehr wie klemmt. Lo als wo wir sterben muss gemacht gehen, hallo die erste Mission als Gold zu konfirmieren und dann kann ich einfach gucken, vielleicht für ein bisschen weiter zu gehen. Aber das ist die große Arbeit, die für uns steht. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir da bereit sind und dass wir da noch viel können gucken. Dann vielen uns merci. Ja, merci merci für die Präsentation ja, zu der Frage kommen weil ich ganz offiziell merci so wie du doch schon gesagt hast am Gemeinderat
allen denen die matt gewirkt und dass man so flott stehen die gut Zertifizierung mit denen viele Punkten do hun dann eingewissen schon annimmt effektiv wat eng gute Entschädung demos dass man eben an hun den Schuss oder dadurch können eng Frage sind das Mann den sich nimmen dorems kümmert halb der Gemenge schmengen das enorm viel werden das war eng absolut richtige Entschädung. Et geht an einem Punkt wollte ich noch so ich mengen bringt Gemenge auch 4 Ruhen mir sind froh dass man an dem Bereich so viel schaffen dass ich meine wir sind alle überzeugt rund durch dass da durch ein Teil von der Zukunft das für sie so abzustellen aber wann dat dann noch mal denken rum könnt an noch wenn ich so vom Staat dann das so besser hat motiviert da ist an so wird man dann noch an Zukunft alles gehen was man können für do zu kommen voilà wann noch froh rund durch wären noch Schrift. Merci. Auch danke von meiner Seite. Vielmals merci. Also für die exzellente Arbeit und Zusammenarbeit. Das war vielmals merci. Ich will just 2, 3 kleine Fragen. Ich wollte fragen, ob wir auch ob eine weitere thematische Zertifizierung ausstreben. Aber ja, wegfangen. Die Ökonomie zirkulär, wie also ich weiß nicht. Voilà, das ist die erste Frage. Das war an einem von den Slides, haben wir gesehen, dass wir 17,81% uns verbessert tun, was die Entwicklungsplanung betrifft. Da wollte ich ein bisschen froh, was genau das war und ob wir für einen anderen Bereich wir uns im nächsten Jahr konzentrieren. Und die letzte, das ist nicht direkt vielleicht mit dem Klimapakt, aber ich meine, der Regierungsrat hat im Juli dezidiert, durch das Jahr die nämlich Energiesparmaßnahmen wie das letzte Jahr zu relancieren. Für man 15% Gas anzuspüren und zeitgleich etwas für die Umwelt zu machen und dafür fordert der Rot Staatsbeamten ob sich und die nämlich einfach Geste für Energie zu spüren zu halten wie das letzte Jahr. Ich bin froh, ob dadurch das Tür bei der Gemeinde so gewollt ist. Merci. Ja, für die echt froh wegen thematische Zertifizierungen so avisiert ich meine das eine politische Decision ich meine du lässt nicht den Claude am besten antworten. Das natürlich das sind alles Optionen mehr voilà, darüber kann ich noch nicht so viel sagen. Ich kann aber auf die zweite Frage angehen, die 17,81%, wenn es nicht gewesen was da gemacht wird, das ist also das ist wie gesagt für als Rappel ein Kapitel wo ganz viele Konzepte sind, Aktionspläne und noch Indikatoren. Das ist was da gemacht wird, das zum Beispiel Klimaaufpassungskonzept, wo die großen Unterschied gemacht, Mobilitätskonzept, dann die Energieplanung, Bilanz, all die Sachen wurden ja gemacht und das hat die großen Unterschied gemacht. Du goufen noch konkrete Aktionen proposiert, du mir genau einen Aktionsplan abgestellt, mit Datum hand run, wenn die Aktionen soll gemacht gehen. Und das sind sich die Sachen, die an diesem Punkt gefragt goufen, an die sich ganz viele Punkte bräuchten. Das sind sich ein bisschen ein paar Bayer Sachen. Du weinst, das tun wir an Ordre bräuchten, das gouf sich immer schon gemacht, das ist eben immer wichtig, das dann auch einerseits präsentieren und noch zu stimmen. Und das ist die große Arbeit, die an dem Punkt gemacht wird. Voilà, und ich meine, die anderen Punkte. Ja, also ich meine, für Aktionen zu machen, wir hatten zwar Lohner ganz interessant durch eine Diskussion, dass Leute so das zu kellern hier im Büro, wir sind immer noch dabei, dass wir mit der Energie Spuren, dass wir ein Minimum machen. Ich meine, wir sind noch am Gangen, dafür haben wir ja auch das Auto du jour für Avalo LEDs luten zu ersetzen, die eigentlich noch nicht so viel gesehen waren an unserem Energiekonzept. Wir warten mal das machen, da kommen wir drauf zurück, wenn wir bei dem Punkt sind. Aber ich meine, es geht ganz klar in die Richtung 4 und wir werden auch nicht laut christlich, auch nicht übertreiben mit der Belichtung und das so handhaben, wie wir das doch letztes Jahr schon gehandhabt haben. Ich meine, wenn für Sicherheit muss Luft da sein, dann hast du da, aber nicht für zu vergeuden. Und ich meine, da hast du für Donau geredet, auch das bleibt ein Thema und werden wir alles, das steht ja auch am Wieder, an dem wir dann noch stimmen, werden wir alles konsiderieren, wie viel Lichtverschmutzung wir machen, wo wir Licht brauchen, aber wenn wir so Lichtverschmutzung muss machen, dass wir so einfach so insektenfreundlich wie möglich machen, also mit der richtigen Lichtfrequenz und so weiter. Also die Punkte bleiben auf jeden Fall bestehen. Was die Thematik geht von der Zertifikation, da weiß ich noch nicht, ich meine, wenn wir da Ziele können erreichen, dann wird man das ganz sicher gerne machen. Wir müssen die Dossier Monat approfondieren, also ist schon da im Moment vielleicht noch nicht die nötigen Informationen für direkt zu sagen, wir können an dem Bereich oder an dem Bereich machen. Aber wenn wir das können ausstreben, dann machen wir das. Also das ganz sicher. Wir werden das in Zukunft
kurzfristig Zukunft werden wir da diskutieren und dann gucken wir, was möglich ist, was realistisch ist. Sonst noch frohen. Frohe mir sind, also ich mir vielmals merci für die Präsentation. Du wirst nicht die letzte Kerl gewesen sein. Ich meine, das bleibt ein Dauerthema, ein Dauerbrenner. Und wenn es nötig ist, dann könnte nie von der Gemengerot und dann schwätzen wir über die Thematik. Voilà. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Den Devis für die Mise en place d'un éclairage à faible consommation. Du hast so, dass das am Konzept, wo wir abgestaltet haben, wo Chefrot für drinnen abgestaltet wird, am Anfang Gabriel Lippmannstraße ganz Oberstimmung, das ist auch die, wo wir am meisten Energie verbrauchen. Da geht es aber aus technischen Gründen nicht, für das direkt umzubauen. Das ist eine Information, die wir von der Kreos gekriegt haben, sodass wir kurzfristig decidiert haben, was machen wir nicht, warten wir darauf, dass wir Gabriel Lippmann gemacht haben und dann gehen wir auf hier und dann haben wir gesagt, nee, wir machen das nicht. Wir haben noch zu am Budget stehen und ich meine, wie das sowieso viel gesehen ist für die anderen Straßen zu machen. Es sind noch lauter Straßen, wo nicht lauter, es sind zwei, wo man muss noch den Porto mal da setzen, mit die anderen bleiben Porto stehen, dann just Cap gehen sagt, sodass wir gesagt haben, wir gehen auf die Weg für die Lute Cap durch LED zu ersetzen. Das ist zum Teil auch so, dass zum Beispiel im Campus mit den aktuellen Cap auch Probleme sind. Da muss zum Teil geschwind an Belichtungsmaterial, also Bier muss ersetzt gehen, was praktisch auch den Preis kostet von einem ganz ersetzen, sodass man da decidiert haben, eben statt heute zu proposieren, für eben an den verschiedenen Straßen, ich gehe so gleich am Detail durch, Cap zu ersetzen, aber was dann noch immer mit dem noch die Situation ist, mit Funkvernetzung, aber Bewegungsmelder zur Summe geht, sodass da noch Gluten teilweise dann noch nicht mehr UGI, wann noch irgendwo geht. Und dann hat er auch von der Farbe hier eben insektenfreundlich ausgelöst sind. Also wenn den Schwestern alle projiziert haben, am Wasserfeld, wo man am Wasserfeld wären 13 Masten, wo dann die Lute-Cap von der Saat gehen, mit Funkvernetzung und Bewegungsmelder. Das ist, wenn ich nur jetzt durch Wasserfeld gehen, da gehen die Lute wohl und, wenn Kinder geht, sind die Luten eben aus. Das kostet 14.000 €. Die Lute-Cap kriegen wir auch nicht an der Farbe, wie der Portolo besteht. Wir müssen es nur mal abbauen, das wird dann groß, schwarz oder so. Und dann gucken wir, wie das aussieht, wenn das nicht schockiert. Dann ist das okay, aber wenn sie müssen nur gestracht gehen, dann geben wir sie dann eben ausstreichen. Und dann über das Parking beim Fußballterrain, das ist ein ganz interessantes Foto, das sieht aus, wie wenn du ein UFO gelandet wird, ne? Du gesagt den aber, wo man da mit der Lichtverschmutzung drin sind. Merci, so gesagt den noch besser. Also da möchte doch wirklich Sinn. Steht ja am Konzept, mir nicht für denken auch anschaulich zu weisen, dass die Emotionen noch mitgehen, dass man da auch das Sinn möchte, die Lute-Cap zu ersetzen. Das wären dann für 12.000 €, bei mir waren 14.000 €. Dann haben wir den Kirchepart, 15 Masten. Voilà, altes mit Funkvernetzung, aber will ich mal, da wie ich schon gesagt habe, 16.000 €. Dann haben wir Campus, wie gesagt, 5 Masten, die Menschen Alpaka Visto gehen, wenn der wisst, wir haben im Tennis für ein Rue des Champs. Das sind dann 5 Stück. Und die gehen aber dann zusammen mit der Belichtungssteuerung vom Campus, gegen die gesteuert gehen. Und dann der WLANste Kirche, bis Kircheplatz, da sind wir noch am Gang zu gucken, wie weit das man die muss ersetzen gehen, nicht alle Saat gehen. Es muss aber Sinn machen, dass in der Kirche, also vom Part bis über den Platz kann kommen und dass die mit denen gekuppelt sind. Das sind 10.000 € vorgesehen. Da könnte der Campus, das sind dann 40 Massen, das sind sie praktisch alle gut. Wie gesagt, die sind Ende, du musst Leuchtmaterial muss ersetzt gehen. Und da ging man da profitieren, die Cap zu ersetzen. Da kriegen wir auch Subsidien, also auch für die Erne kriegen wir Subsidien von ungefähr 100 € pro Cap. Und für zu ersetzen kostet 400 €, und für die Leuchtmittel zu ersetzen sind wir bei 150 oder sogar über 150 €.
an die werden noch mat Funkvernetzung an dem Profil. Dat heißt, die kann ich noch später net van Manner Trafik Siders kann es dann von der Energie Rufdimmen, dass Manner Energie verbraucht an einfach nach lootet. Und dann beim Fußebohr beim Apple an dem Apple do giffen Mathemasten de Chantiers lo am gangen dafür stehen die auch de wie drop, da kann ich dat lo am Kader vom Chantier am Batman sie gehören net zum Chantier da Budget apart me da beste gingen dann Lohner materialisiert ge auch den Porto muss sagen mein klein Reserve hier gesinn an der wärme op 165.000 € an dem Budgetsartikel stunden da 150. Also wären 150.000 €. Also net op wahrscheinlich net alles das ja fertig an dat mis so go, dass man die am Budget 24 der Stimmen die suen die fehlen. Sind dort so froh. Ja, ich hatte sehr froh vielleicht falsch verstanden oder net mir die DW Landstahlpacker wo drauf an Rue des Champs. Du hast ja gesagt, die gingen über das Centre kulturell gesteuert gehen. Die gehen nicht über Bewegungsmelder, oder? Aber die müsst ihr auch nicht immer aussehen, doch. Schon mal dieselbe Frage gestellt. Ich weiß auch nicht, für was du nicht nach Bewegungsmelder dabei kannst. Paul, hast du eine Antwort? Ja, weil die müsst ihr nicht unbedingt immer so beliebt sein. Ja. Also gesagt, dass bei der Schule funktioniert, und ich glaube, da müsst ihr irgendwie. Ich sehe noch eine Kombination von den zwei und Belichtung angeschaut, aber mit Bewegungsmelder, das auch nicht mehr nur, wenn er noch in Dollar strappelt. Das möchte doch nicht viel Sinn. Merci. So ist noch vor uns Herrschwunschgift. Ja, effektiv, was das du ja gesagt hast, schon präpariert, geworden. Und das ist auch flott, dass das realisiert wird. Muss ich just am Fongol beim Campus gucken, die Luchten, das war schon eine Diskussion, die wir an der letzten Schafferei hatten. Müssen mal gucken, wenn das die Luchten sich amortisiert tun, die ganzen Investitionen gemerkt hat. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, das ist, und wenn ich richtig informiert bin, sie bis Luten darüber eine gewisse Zeit im Campus aufgeschaltet gehen, ausgeschaltet gehen. Ich meine, aber eine Zeit, die zumindest im Park ging. Wenn ich so richtig verstanden habe, da gehen sie just drauf gedimmt, da bleiben sie ganz nicht un. Nee, ich meine, wenn sie nur aussehen, dann wir brauchen doch kein Lut, dann bleibt das doch so. Mit kann ich aber schon viel tun, wenn Männer Leute um Campus sind, kann ich aber schon rufen. Ich meine, die Profile sind da. Am Detail muss man das dann noch nach dezidieren, was man, wenn ich ruft, mit dem ich geht, die hört dann noch ne, für das zu machen. Ne. Ich denke, typisch, wenn Aktivitäten sind, ne, wenn die Leute noch mehr dauern und so weiter kommen, dann brauchst du mehr Loot. Wenn dann nur um 10 Uhr das Sit praktisch idle lässt, dann nimmst du dann mal ruf, bis du dann noch, ich weiß noch nicht, wie viel lauter ist das, 12 Uhr, bis du dann ausgehen oder rein. Ne. Ja, war nach frohen. Schrift. Ich fand den Projekt exzellent, weil Heinz durch Dürfe so viel speziell beim Footballsterre der Park ging, von nur jetzt kein Osten aus den komplett belegt. Das tut gar keinen Sinn, ebenfalls die Kirche Part, aber keiner durchgeht, dass den dann muss belegt sein. Wichtig ist, dass er dann aber funktioniert, verlangt dann da durchgehen. Ich wollte just nachts für Praxisfrohen an Wasserfeld mit dem Bewegungsmelder, nicht dass von Auto oder nicht fahren, dass dann auch alles giffen Luten umgehen. Das wollte ich nicht nachfragen und dann wollte ich auch dabei sagen, dass ich wenig ungeschwert Englisch gehen von der Lichtverschmutzung, das hier an diesem Projekt komplett dann enthalten und ich meine, das ist auch die Richtung, in die soll gehen. Ja, also ich denke schon, dass den Bewegungsmelder so angestaltet wird, dass nicht mehr die Fußgänger auslässt. Aber das, voilà, nur Details, das gucken wir dann noch, dass das so real ist. Und voilà, die Lichtbeschmutzung, also die neue Lichtkappe, die erlauben uns ja nicht nur von der Lichtfarbe darüber zu reagieren, aber auch von der Lichtdirektion, diese viel mehr Licht zu steuern, wie das, was man heute von Beleuchtungsmitteln und sodass man den so
2 Aufgaben do gerecht gin. Voilà, da ging man nach Rufstimmen, war kein froh mir sinn auf Eicher Serge. Ja. Jarini Nora. Ja. Kaufmann Jean-Pierre. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch Sauber Jules. Das geht einige Tudels mit der Prokuration für die Jules. Merci. Dann ein Getein Serge. Ja, dann noch für so ein Joch, ja. Dreisens Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Merci. So, lo mal kleinen Zeitproblem. Ja. Voilà, den Herr, den aus heute Tüt 4 stelle könnte, Büro d'Etude. Den Herr Fries, den aus Leute. Was klifft? Mis an den nächsten Minuten kommen, der geht dann denke mal das am Detail durch die Etude durch und erklärt, wer die zu Sterne kommen. Ich kann mal denke drüber gehen. Ich meine, mir hun wird Gebäude zu weisen. Just der Plan von den Gebäude. Das ist schon mal den. Ich meine, wir haben 4 Gebäude, wo es möglich ist, noch zusätzlich oder überhaupt Photovoltaik draufzusetzen. Das ist dann denke ich mal Gebäude 5, aber du weißt ja wohl nicht mehr, wen das ist. Sporthalle, also die neue Sporthalle. Ich lese nein. Voilà. Du hatten wir 54,6 Kilowatt Peak, die da möglich wären. Dann haben wir das Gebäude 6 Pol, das also Bischelgrätchen, ne? Da wären möglich für 46,9 Kilowatt Peak drauf zu setzen. Dann haben wir das Gebäude 7. Das ist dann das Cycle 1, also für das Gebäude, wo das Präkos dran ist. Das sind 72,8 Kilowatt Peak. Und dann haben wir die Klanganlage, die wir noch können dabei setzen, weil zu fassen nicht all besetzt sind. Das ist dann auf der Maison Relais, auf der Schule, auf der Crèche, pardon. Und das wären 1,8 Kilowatt Peak. Voilà, die Anlage wieder zu den maximalen Leistung von 30 Kilowatt Peak überschreitet, sind nicht subsidiert, außer eventuell die auf der Crèche, die kleinen 1,8 Kilowatt Peak, da muss man nachprüfen, wenn man die als Einzelanlage geguckt wird, da können wir da auch ein Subsid kriegen. Die Erna, da ist am Anfang der Approche für zu sagen, wir setzen mehr auf die Energieproduktion, wie das mal gucken, dass man das Subsid, da eine Amortisierung und die sich schnell möchte, die Anlagen, die amortisieren sich. Aber dann noch, das auch so, und das geht das Etude auch gut A4, dass wir auf Bedarf setzen, dass wir also einen Teil von dem Strom direkt selber verbrauchen. Da sind wir auch mit der Leistung immens hoch. Wie viel brauchen wir schon mehr an der Schulpol? Voilà, also zwischen 100 und 180 Kilowatt Strom braucht man an der Schule. Das ist enorm. Eine Menge eigentlich nicht so. Wenn so einfach den Daumen so wird gefehlt so erschätzt und das auch also praktisch das, was man halt produzieren. Ne? Das, was man dann zu viel ginge produzieren, gibt dann eben an der Reso gespeist, gehen wir da da wohl so, dass man auch die Idee haben, für da eine Community d'Energie zu machen. Das sind also sieht, wir verbrauchen den Strom nicht nur um Schulcampus, sondern eventuell auch hier. Oben im Sit, ne, wo man Strom brauchen, wie waren am Anfang an der selbsten Theorie, da das ja möglich mit dem neuen Energiegesetz, dass gegen den Noper den Strom, den zu viel produziert, verkaufen, müsste mehr eigentlich auch können, da muss man auch gucken. Vom Prinzip her dürfte das kein Problem sein, dass wir dann noch selber können, als einen eigenen Strom an urbaner Sitte verbrauchen, wenn wir das wollen. Und dann, wie gesagt, das, was dann abläuft, gibt angespeist. Dafür möchte doch keinen Sinn, dass man auch evaluiert, für eine Batterie zu installieren, weil dieses nicht amortisieren wird. Und das ist auf jeden Fall auch dem Expert seine Meinung. Gegen all das, was ihr so kennt, mengen, dass ihr bei der High-Anlage, wo wir auch so viel Strom brauchen, dann nicht noch muss speichern. Das wird dann typischerweise so, nur jetzt produzieren wir keinen Strom
obwohl wir es auch brauchen. Natürlich, wir müssen dann schon den Strom aus dem Dach, den wir sowieso, den wir am Dach produzieren, den wir sowieso verbrauchen, den müssten wir dafür durch mal an Batterie speichern, ja, man da könnte nur verbrauchen, und das möchte keinen Sinn mehr. Voilà, so den Herrn haben wir nicht durch. Ja. Voilà, wir haben einen Punkt, wir hatten zweite Wien an dem Dossier gelöst. Eigentlich haben wir 3% gerechnet, dass das den aktuellen TVA-Satz den appliziert wird. Wir wissen nicht, ob das nächste Jahr noch selber ist. Wir gehen eigentlich davon aus, aber wir wissen es aber nicht, sodass wir proposieren, dann einfach in der Wie mit 17% zu stimmen, dass wir wenigstens vom DW hier dann richtig sind, aber wenn dann 3% TVA appliziert sind, dann gehen wir die Suche auch nicht aus. Das sehen wir da beim Dekont. Mit wäre penibel, wenn man muss 17% applizieren, dann muss man nicht rumkommen, wenn der Wien nicht stimmen. Ne? Dafür haben wir die zwei Varianten 4 gesehen. Ja, wir stimmen, wir geben den Proposieren immer 17% zu stimmen. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, wie das. Also da soll froh, ob man aufstimmen oder an den Herr erklärt er nur seine Tüte, wann du hast, oder ob man den Punkt verschieben und dann gehen wir den nächsten Punkt 4 holen. Lieber so. Stimmen wir dann nur. Ich weiß nicht, nee. Also für aufzustimmen, lo. Okay. Weil da stimmen wir auf, wann ich Gift. Aisha Serge. Ja. Frau Gerini Nora. Ja. Kaufmann Jean-Pierre. Ja. Kaiser André. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Georges, Sauber Jules. Mit Prokreation für die Jules, ja. Jules winkt am Kap. Tein Serge. Jo. Treises Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Anne Altmann Jean-Marie. Ja. Merci vielmals. Voilà, schöne guten Abend Henning und noch Tanja. Voilà, da kommen wir zu unserer Modifikation punktuell vom PAG, die wir proposieren für die Aktivität économique kommunale vom Typ 1, Eco C1, an einen so einen Wert zu klassieren. Das ist nicht etwas, was wir als Abfälle gelöst haben, aber das ist ein Plan sektoriell von der Sonderaktivität, in dem das so viel gesagt. Das heißt, dass das am Anfang eng Decision land wir gar nicht kommen, an wo der Gemeinderat irgendwie enke hat müssen decidieren, das nicht mischt. Für was machen wir das lo? Ja, das ist so, dass die Kläranlage ob uns ruhgetreten ist, also der Südest. Sie sind proprietär auch von 2 Terrain, die da an der Zone leihen. Und die 2 Terrain, die sind adjacent zu dem Terrain, wo dann Kläranlage drauf steht. Und sie brauchen den Terrain eigentlich für eine technische Installation dahin zu setzen, Filter, also es gibt auch Möglichkeiten für auf dem aktuellen Sitz zu machen, aber das geht viel mehr kompliziert, viel mehr teuer, und das behindert am Anfang Bauphase, an der sie nur am Gange sind, dann gibt es sie arrangieren, was sie den Filter könnten eben auf die Parzelle setzen, die ihnen noch gehören, mit die am Moment eben nicht dafür bebaut gehen, weil sie als so eine Aktivität nicht mehr davon ausgewiesen gehen, und nicht als so ein ausgewiesen sind, wo sie können drauf bauen. Lo seht ihr sich vielleicht, ja, die klassiert hat lo so einen Wert, ja, können sie dann überhaupt drauf bauen. Ja, das ist in Zukunft so, wenn an einer so einen Wert etwas muss gebaut gehen, wenn es die Utilité publique, da kann das gemerkt gehen. Voilà, und dafür haben wir das immer du jour am proposieren, das ist aber nicht, und das ist noch die andere Sache, wo wir dann müssen gucken, man sieht, dass wie weit sie sind, weil sie eine ganz, ganz engen Zeitplan an, sie wussten eigentlich noch nicht, wann bei uns die Prozedur ging zu lang dauern, ob das dann aber eine Lesung für sie wäre oder nicht. Sie können anscheinend, sie müssen lo planen, sie können nicht nach vorne an so viel und so, dass es noch keine 100%ig Garantie gibt, dass das so geschieht.
wir gehen aber davon aus, ich meine, wir sind lo gut vorgekommen, also wir Menschen ja gerne, dass man das haut schon im Mode und aber wir das lo an Prozedur gehen wir eigentlich davon aus, dass das doch für sie an den Delay wert sind, wo sie können dann noch hier Anlage so planen, dass sie können auf die zwei Terrain die Filteranlage setzen. Voilà, lo nicht aber genug geschwärzt. Mein Henning oder seine Präsentation gemacht, für einige die technischen Details von der Modifikation punktuell zu erklären. Merci, Bourgermeister, schönen guten Abend. Das ist eine kleine Änderung vom PAG, also eine punktuelle Änderung Fetschefeld. Das befindet sich hier an der Kläranlage oder beziehungsweise 4 der Kläranlage, wenn man von der Straße aus guckt. Also ein Terrain von 3,5 Hektar. Und das ist am PAG aktuell, auf der linken Seite gesagt, ist das als Sonderaktivität Ökonomik ausgewiesen, aber mit verschiedenen Haschüren drauf. Enke hast du ein Haschür Sumisa PRP Nouveau Quartier, an die Haschür, die zweite Haschür, die drauf ist, als so ein Aménagement différé. Und da das Demos schon en vue gemacht ging, dass am Plan sektoriell die Zone als Reklassement vorgesehen war und dass sie am PAG 4 Druhen, wo wir den frisch gemacht haben, auch 4 Druhen schon als Reservezone, also als ZAD ausgewiesen war. Und wie wir den PAG abgestaltet haben, ist dann auch direkt so ein Bron-Linie rundherum gezeichnet gehen oder müssen gezeichnet gehen, da das die Hai innen. Gesagt, den Hai ist sie schlecht, weil du verschiedene Kuschen übernehmen sind. Aber da das Thema schon express so ausgewiesen ging, da den dat bei der nächsten Reform aber muss en Konformität mit dem Plan Direkteur sektoriell setzen. Und die Plans sektoriell sind über Gesetz vom Aménagement du Territoire, leihen die über dem PAG, sodass das Niveau national eigentlich schon en vigueur ist, ohne dass in der PAG auch angepasst wird. Lo ist also Propos, wenn mir das oder wenn dir das an Prozedur geht, die Situation zu rektifizieren oder konform zu machen zum Plan sektoriell, so eine Aktivität Ökonomik. Und das gesagt dann so aus, wie das auf der Rietzer Seite durchgestaltet ist, dass die Situation prosteht. Hier noch ein Kehrmal kurz Begründung. Also am Plan sektoriell sind verschiedene Zonen als so eine Reklasse ausgewiesen. Das sind am ganzen Land nur 3 Stück. An der Erklärung ist geschrieben vom Plan sektoriell, dass verschiedene Argumente da Ruge zu sie gehen, also entweder urbanistisch oder Erreichbarkeit oder Landesentwicklung oder auch Umweltaspekte, die dafür ausschlaggebend wären, die dann an der strategischen Umweltprüfung vom Plan sektoriell gemacht gehen, dass verschiedene Zonen aber nicht den Kriterien entsprechen von der Landesentwicklung, an die haben sie definiert, und dann mit der Begründung auch als so eine Reklasse ausgewiesen. Von der Prozedur, also so, wie auch schon gesagt ging, dass wir lo an der ersten Phase sind, dass ich mir ein kleines Etude präparatoire partiell ausgeschafft. Ich meine, da steht nicht viel dran, weil es einfach eine Mise en Conformité ist. Dann ist zusätzlich auch noch ein Dispense SUP, das ist ein Verzicht, ob ein Umweltetude gemacht ging. Für dich mal will du schon ein Umweltetude Niveau national vom Plan sektoriell 4 Leid, an wann in eng Zonen eng Bauzone an die so Wertreklasse, das ist auch evident, dass du durch kein Schurt und der Natur kann entstehen. Zusätzlich also ja so, dass die so ein Wert ja über den Umweltministerium sowieso geriert wird. Das heißt, dass all Maßnahmen, bauliche Maßnahmen am Environnement sowieso ja durch den Ministerium auch approbiert muss gehen. Das heißt, wenn dir lo dafür gegen stimmen, dann geht Prozedur an der gesagt auch wie es dann weitergeht, also wie Environnement ist nicht gefroht, weil ja ein Dispense SUP du hast am Sinn. Das heißt, es geht an Planungskommission, die muss irgendwie schreiben, dann muss es öffentlich publiziert gehen, wann draußen stehe ich, dann also eine Réunion d'information neidisch, und du kannst auch Leute reklamieren, wenn sie do gehen etwas tun. Und dann auf Basis von den Avien an den möglicherweise Reklamationen kann dann am Gemengerot das gestimmt gehen, dass den Vot an dem sind den Egentlichen, du musst in kein 3 Minuten werden, wie das du durchgestaltet hast. Das heißt, wenn du den Avis 4 leid,
dann kann ihn auch direkt zum Vot übergehen. Das heißt auch, wenn die Leute aus dem Ministerium da Firo machen, weil das ja auch eine wichtige Sache ist, auch für die Gemeinde und auch um nationalen Niveau, dass die Sachen da können Firo getrieben gehen, dann können sie auch mehr sehr den Avido gehen und dann kann das auch ein bisschen mehr sehr gehen und dir den Vot definitiv zu holen. Wenn an der ersten Phase keine Reklamationen sind, dann ist es auch, wenn ihr nicht am Vot ändert, an der zweiten Phase keine Reklamation mehr möglich. Das heißt, dann gingen dann spätestens 3 Monate drauf vom Vot auch die Approbation vom Ministerium kriegen. Das ist, wie gesagt, auch den maximalen Delay. Das heißt, da hat auch den zukünftigen Minister, muss ich dann sagen, die Möglichkeit, da ein bisschen mehr Seherführung zu machen. Sodass am besten Fall schon an einem halben Jahr oder 3/4 Jahr, aber auch definitiv die Approbation kein Dosin willet u sicher nimmen eng Formalität aus de PRG dem Plan sektoriell unzupassen. An du mal da ist ich schon fertig. Merci. Sind du zu froh von Stift? Man kein froh nun, ja, Serge von Stift. Zum Projekt an sich nicht mehr, wann den Lo die Fische guckt, eine Sekunde, Fichte Präsentation von der Gemeinde Schötter. Da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, weil ich nicht zu einem Zeitpunkt, wo die Schaffenrotserklärung geschrieben ging, da schwätzt man von 4.400 Einwohner an Lo an der Fichte Präsentation, schwätzt man von 5.373 Einwohner. Ist das vielleicht keine kleine Typo oder? Das kann sein, dass hundische Lohn nicht für an. Ich meine, wenn das der Fall ist, dann kann ich das dann noch ein Kehr klären und dann das korrigieren. Weil steht nämlich dran, dass die Statistiken geholt sind vom Januar 23 an 5.373. Ja. Nee, das ist nicht richtig. 5.373 Einwohner. Nee, das ist richtig. Das ist ein Müssel. Das rektifizieren wir noch. Merci. Merci Serge, wenn da kein froh mehr sind, dann gegen wir hochstimmen. Aisha Serge. Ja. Bogerini Nora. Ja. Kaufmann Jean-Pierre. Ja. Kaiser Andi. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Das ist aber Jules. Mit Prokreation, ja, für den Jules. Drein Serge. Und für mir selber auch, ja. Dreise Paul. Ja. Welch Nicolas. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Merci. Und dann haben wir die Punkten 3.2 und 3.3, wo denke ich Modifikation punktuell vom PRG geht in der 8. noch. Und dann aber auch den Projekt de Modifikation punktuell vom PHPQ. Ich meine, wir machen das zu summen, das gehört zu summen. Und dann stimmen wir dann drüber auf. Ja, das sind 2 verschiedene Präsentationen, die aber zusammen gehören und die gofen auch demals schon am Gemengerot zu summen 4 Gestalt, weil das AP auch nicht wirklich kann nur vollziehen. Nach ein Kehrmul als Resümee wurde leider das Rüde Neuheißen Rob und dann einer der Hart links ran, wo Gebiet nur noch unbebaut ist. Heißt auf Basis vom PRG den Änderungsbereich durch hellblau aus den Durchgestalt, das heißt ein Teil davon ist aktuell als Habend ausgewiesen, mit einer so Sumisa im PHP Nouveau Quartier. Ein Teil davon vom Änderungsbereich ist auch an dem PHP an der Hub-2-Zone. Das heißt, du musst eine Delimitation ein bisschen geändert gehen, dass das Projekt funktioniert. Aus was das Projekt genau besteht, das werde ich noch ein Kernmol zusammenfassen, weil ja auch ein paar neue Gesichter hier sind. Und das doch schon ein Zeitchen zurückleitet. Wir hatten damals eine Analyse gemacht, oder besser gesagt, der Architekt vom Herr Losch hat eine Analyse gemacht, was den kann auf Basis vom aktuellen PRG machen, und da wir eine relativ große Volumetrie, weil das auch an der ganzen Gemenge an den Mischzonen möglich ist, eine relativ große Volumetrie langs der Hauptstraße möglich gewirrscht, und dann auch verschiedene Reihen, die dann an der Straße an der hat bis an den Bannenbereich möglich wären.
Die Idee war usisch vom Proprietär eng einer Typologie an eng einer Abteilung vom Terrain zu machen, so da den Apps kann umsetzen, was für ich mal bisschen mehr dem Ortsbild entspricht, an für allem, wo ihn auch Land der Rüdenei Heißchen, das bestehend Gebäi, was usisch auch einen gewissen Patrimoine, also Wert als Denkmalschutz auch abweises hurt, ob schon das nicht kommunalen Niveau geschützt ist, aber für Dorfbild usisch schon eine flotte Situation durchstellt. An wo ihn dann auch so eine Schmul Residenzen ich da Landstimmen wie einer der hat kein vier gesehen, die auch von der Ausgestaltung bis sie Manner massiv sind. Und dann an der Mitte als gesagt den Empfang geringe ILO, den kann durch so eng Typ Bebauung auch erhalle gehen. Und dann hast du zusätzlich noch einen durchklängen Carport 4 gesehen. Das heißt, usisch als konträr zu dem meisten Fall der Promoter mal, dass den Mann will bauen, an mehr gering will halen, an auch eine flotte Situation schaffen an der Mitte vom Dorf, was eigentlich auch zu begrüßen ist, da das demals auch zu summen an enger Aufstimmung mit der Gemeinde ja ausgeschafft und präsentiert ging. Und das ja auch am Gemengerot halt schon von Debüt von der Prozedur, also mit der Saison, mehr auch gestimmt ging, für das an Prozedur zu gehen. Und da wird auch ein Avis schon von der Planungskommission, wo sie auch keine Umwirkungen hatten, was den ganze Projekt belangt, sodass den das auch am Ministerium auch als Plus-Value für die Entwicklung von Schatter gesehen wird. Hier ist noch ein Kehrmul am 2D von Urven. Das heißt, wir haben an der Mitte den Bereich, wo soll der PHP entstehen. Dann hat den einen kleinen Deal hier innen, den quasi aus der enger Zone rausgeholget und dann bei die anderen beigeschlohen. Ein paar Kontre als dann hier eng Deal, den aus dem ursprünglichen PHP rausgeholget und dann bei den anderen PHP Quartier existant, das gesehen wir dann an der nächsten Prozedur darüber geholget. Da das vom Planungsrecht ein bisschen kompliziert Sache, aber von der Bebauung her nur ist das nicht so kompliziert, dass ich das Planungsrecht, die auf verschiedenen Dossien abgespleckt ist, wo das ein bisschen mehr kompliziert macht, möchte das nur zu vollziehen. Hier ist der Schema Direktor, war doch ein bisschen angepasst gehen. Da tut sich auch alles nicht geändert par rapport zur Saison, also wo die Prozedur umgegangen ist. Also vom Prinzip ist das alles so blieben, wie das auch letztes präsentiert gouf am Gemengerot. An hier gesagt den Situation existant vom PRG, an hier die neue Situation, wie gesagt, das tut sich nicht geändert par rapport zum Umgang von der Saison. Da gibt ein Teil von der Hab-1-Zone hier bei den Quartier existant an die Mix Villageois rübergeholt. An den anderen Teil geht dann her nur bei dem PHP beigeschlossen. Wie gesagt, alles wie es war. Die einzige Remark, die kam vom Ministerium, war, dass am PHG an dem engen Kaschi, was der PHP hier innen betrifft, den muss auch aufgeändert gehen. Einfach nicht von der Delimitation, weil hier Urven ja Steck rausgeholget am PHP und das wird beigesät, so das Bilan alles nämlich bleibt. Der PHP hast du auch schon gebaut, das ist alles an der Reihe. Aber das Problem ist, dass damals an dem PHP, den du gebaut gouf, dass du eng Müssel, eigentlich eng materiell am PHP war, sodass der Koeffizient an dem demolischen PHG, wie wir den neu gemacht haben, quasi ob der PHP entsprechend überholt ging ist. So an. Wie wir angefangen haben, die PHP zu überschaffen, beziehungsweise die Delimitation zu ändern, als du aber abgefallen, beziehungsweise auch dem Ministerium abgefallen, dass den einen Koeffizient sich an dem PHP nicht richtig durchgestaltet war. Das war ein eher materiell, also da das ja alles so auch genehmigt ging, dem war auch soweit alles an der Reihe. Wenn wir den PHP ändern, dann ist es natürlich nötig, dass du auch den Müssel am PHG behoben gehst, dass den nicht nur ein PHP ändert und dann aber der Koeffizient nicht passt. Das wird dann ein Formfehler an dem Sinn, an der da ist die Planungskommission darauf hingewiesen, dass mit den Einzelkoeffizient
ob das absetzen, wie das auch gebaut gehen ist und wie das dann am PHP, den dann überschafft wird, auch rektifiziert wird. Also das ist eigentlich nicht mehr ein eher materiell, und hat man Kontinu und man Projekt sich nicht zu dienen, nehmen, da den Herrn okay Prozedurfehler hat. Sonst, wie gesagt, ändert sich gut nicht. Hier sind wir mit der Prozedur ja einen Schritt mehr weit. Ich hatte schon gesagt, die Saison war dann am Anfang in Mai. Und es war auch eine Réunion publik, es kommen keine Reklamationen ran. Es war demnach auch eine Dispense SUP gefroht gehen, was auch akkordiert ging, sodass keine negative Auswirkungen auf die Umwelt entstehen. Und wir sind dann halt bei der Prozedur beim Vote definitiv vom Gemeinderat, wie das keine Reklamationen wären und wie das keine Änderungen substanziell auf Basis vom Avis gemacht sind. Also auch nicht möglich, nur noch eine zweite Reklamation ranzubringen. Das heißt, in diesem Fall sind wir auf alle Fall am Delay von den 3,75 Maint usach, sodass den du mit einer Approbation spätestens bis ging so in den Februar misstraschen. Von der Stadt Lo am Kap nicht falsch schon. Januar, Februar, so ungefähr. So, und dann hast du mir da aufgeschlossen. Also von der Prozedurmenge, also ganz korrekt, wann den das Einzel aufstimmt. Nee, um mich soll nicht leiden. Ich weise da doch gern direkt, wie ihr wollt. So, das heißt die Modifikation von dem Quartier existant. Du gesagt ja auf der linken Seite, wie das ursprünglich war, an dem Plan de Reparage, also an dem an dem grafischen Teil vom Plan. Du gesagt ja, das wo blau gestrichen die Linien drin gefordert ist, das geht von dem Quartier existant, von dem PHP, von dem Bereich soumise à PHP Nouveau Quartier, so heißt das korrekt. Da ist die mauve gestrichelte Fläche, die an dem blauen Light, geht das dem PHP Quartier existant beigeschlagen. Da ist auch, da das Herr nur dann so wie an dem letzten Projekt durchgestaltet kann, gesagt gehen. Das heißt, der Kontinu von dem PHP Quartier existant wird nicht geändert. Den muss, für das das Projekt gut funktioniert, Herr nur auch noch ein Kehr angepasst gehen, zur Mesure. Aber das ist halt nicht Teil von der ganzen Änderung, das nimmt die Delimitation, sodass das Projekt Herr nur, auch wenn die Architektur ein bisschen mehr am Detail ausgeschafft wird, an einer separater Prozedur von ihr auch, dann muss noch validiert gehen. Das heißt, da sind die Teile noch nicht 100% klar. Wie gesagt, hier wird nämlich die Delimitation geändert. Und von der Prozedur ist es so, dass du auch schon ein Feedback vom Ministerium kommst. Das ist aber auch nicht ein, wie soll man so, eine Rektifikation an der Terminologie von dem nicht reglementarischen Teil, also von der Explikation vom Dossier, dass sie so, dass das kein Partigrafik am eigentlichen Sinn von einem PHP, wir nehmen einen Plan de Reparage, wo du gestaltet hast, wo die schriftlich Preskriptionen gelten, für das ganz korrekt auszudrücken. Das heißt, vom Kontinu geht auch nicht geändert. Und das lief von der Prozedur parallel zum PRG, weil PHP nicht kann eng Prozedur PRG so nicht mal überholen. Das heißt, das lief dann von den Delayen parallel. Voilà, merci für die Explikationen und Sliden. Sind nicht alle frohen. Ja, sag schon, Schrift. Ja, vielleicht ist eine Ummerkung. Ich denke, dass das auch wahrscheinlich dann an der Deliberation einen Text korrigiert wird, dass du ja dann den Term Partigrafik ersetzt wird durch den anderen. Mehr als das. Merci. Noch frohen. Da kämen wir zum Wort, also die Zuwendung vom PAG, wo keine Reklamation rankommt, also man just die materiell korrigieren und sonst nicht Dossier ändern.
den Eicher Serge, Ja. Fogerini Nora, Ja. Kaufmann Jean-Pierre, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Zauber Jules, mat der Prokuration ja fir de Jull Dein Serge, an ja vu mir auch. Treisen Paul, Ja. Welsch Nicola, Ja. an Hartmann Jean-Marie. Ja. Merci. Und dann den zweiten Wort für den Dowanderung vom PAPQE. Eicher Serge, Ja. Fogerini Nora, Ja. Kaufmann Jean-Pierre, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Fir de Jull ja Dein Serge, a fir mech auch ja. Treisen Paul, Ja. Welsch Nicola, Ja. an Hartmann Jean-Marie. Ja. Vielmals merci. Merci Henning. Schönen Abend, wenn es heben geht. Merci Tanja. Voilà, und dann gehen wir kurz eine Präsentation von der Etude für die Panovoltaik. Herr Fries, wenn ich geliebt, schönen guten Abend. Merci. Ja, schönen guten Abend. Ich mal entschuldigt, dass ich das so klar Missverständnis gewesen aber hat nie die gemacht. So flott war ich noch nie von mehr das. Kein Problem. Zu Schüttrausch. Ja, schönen guten Abend, Herr Böhrmeister. Schönen guten Abend, die Damen und die Herren vom Chefverrat. Da mir letzte Woche nicht so gut ist wie das von meinem Vorredner, eigentlich, das nicht erlaubt ist, in Deutsch Viertron. Genau, da ging ich. Vielen Dank. Okay. Genau. Mein Name ist, ich muss für mich vorzustellen, Stefan Fries, den Gérant vom Ingenieurbüro E3 Consult. Genau. Da wir noch bisweilen noch nicht keinen Kontakt miteinander hatten, wollte ich mich ganz gut als Büro kurz vorstellen. Wir sind also im Normalfall spezialisiert auf Konstruktion durable, nachhaltiges Bauen. Wir sind ein Team aus Architekten, Ingenieuren, Baubiologen und Bauphysikern. Unsere Spezialität ist Nachhaltigkeit von Neubauten, Bestandsgebäuden und Stadtquartieren. Da machen wir halt auch Nachhaltigkeitszertifizierung, DGNB, BREEAM, Minergie, PECO. Kümmern uns aber auch in Baubiologie, Materialökologie, machen Bauphysik, das heißt Akustik, Schallschutz und hygrothermische Bauphysik, Energie- und Sanierungsberatung und auch die Koordination Sécurité Santé gemäß Reglement Grand Ducal. Und in dem Fall sind wir gefreut, für den Campus skolär uns anzugucken, was als Potenzial für die Belegung von PV möglich wäre. Natürlich haben wir uns sich mal ein bisschen mit der Gemeng beschäftigt. Was sind die Ziele gemäß Leitbild 2030, Développement durable? Und da ist ja schon ganz klar definiert, genau, augmenter la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelable. Das heißt, da geht auch schon davor geschwätzt, dass im Prinzip der Anteil von PV-Energie dann erhöht werden soll auf dem Gemeindeterrain. Genau. Zuerst ist es mal so, dass gemäß Reglement Grand Ducal von 2019 eine Aufteilung der Anlagen in verschiedene Größen stattfindet. Das hat den Hintergrund, dass kleine Anlagen wegen der erhöhten Investitionen eher unrentabler sind und deswegen da auch ein Investitionszuschuss vom Staat dann geleistet wird, während bei größeren Anlagen ab 30 Kilowatt Peak kein Investitionszuschuss zu erwarten ist. Genau, jetzt hatten wir uns zuerst mal angeguckt, also zuerst mal ist es so,
dass eine Einspeisevergütung vom Staat dann zu erwarten ist. Und diese Einspeisevergütung wird sozusagen im Jahr der Inbetriebnahme festgelegt und wird dann über 15 Jahre garantiert. Da allerdings die meisten Anlagen mindestens 20 Jahre laufen, haben wir dann das Worst-Case-Szenario gerechnet. Das heißt, diese 15 Jahre genommen, wo wir dann diese garantierte Einspeisevergütung haben und die letzten 5 Jahre im Prinzip als Null durchlaufen lassen, damit wir wirklich ein Worst-Case-Szenario Ihnen hier präsentieren können. Und wenn das klappt, dann läuft es ja auf jeden Fall auf einen wirtschaftlichen Betrieb dann hinaus. Sodass wir dann mit diesem Mittel zum Beispiel, wenn die Anlage 2024 in Betrieb geht, wir ungefähr 13 Cent pro Kilowattstunde, also die Gemeinde dann bekommt. Und wenn wir dann die letzten 5 Jahre nichts bekämen, was natürlich sehr unrealistisch ist, würden wir trotzdem noch ungefähr 0,11, also 11 Cent pro Euro pro Kilowattstunde einnehmen. Und auf diesen Annahmen sind wir dann sozusagen in die Berechnung reingegangen. Das betrifft also die Anlagen kleiner 10 Kilowatt Peak, das mit den 0,11 Euro, und für die größeren Anlagen, da gibt es eine andere Tabelle, da sind die Tarife dementsprechend kleiner, weil wie gesagt die größeren Anlagen ja dementsprechend rentabler sind, weil weniger Installationskosten. Da kommen wir dann also auf, im Worst Case auf eine Vergütung, wenn alles eingespeist wird, von 9 Cent pro Kilowattstunde. Aber natürlich ist es so, dass man auch den Strom selber benutzen darf. Das heißt, der Strom, der dann produziert wird zur selben Zeit, wenn er auch verbraucht wird, kann selbst genutzt werden. Und da ist es dann ja so, dass man im Prinzip das Geld, was man normalerweise für eine Kilowattstunde Strom bezahlen würde, einspart. Jetzt haben wir uns auf Grundlage von einer aktuellen Stromrechnung vom Campus Scolaire angeguckt, was für die Gemeinde Chutrange denn der Strom im Tagtarif, denn das ist ja der Tarif, wo die Solaranlage dann auch Strom produziert, kostet, und sind dann auf diese 20 Cent pro Kilowattstunde gekommen, indem wir den Posten Nummer 1, nämlich Consommation Électricité Jour, und den Posten 6, das sind die wesentlichen Coûts de Transport, Energie Jour, zusammengerechnet haben, und dann kommen wir ungefähr auf diese 20 Cent, nur damit Sie sehen, wie sich dieser Betrag ungefähr aufteilt oder zusammenrechnet. Genau, dann wichtige Berechnungsgrundlagen sind die Herstellungskosten. Da sind wir auf der Grundlage aktueller Marktpreise, haben wir die gerechnet. Da ist es natürlich so, wie ich eben schon sagte, dass kleinere Anlagen, die sind teurer wegen dem erhöhten Installationsaufwand, größere Anlagen entsprechend günstiger. Da haben wir auch eine aktuelle Preise, das heißt, dass Anlagen von 10 Kilowatt Peak ungefähr 2.000 Euro pro Kilowatt Peak kosten und größere Anlagen von 80 Kilowatt Peak ungefähr 1.200 Euro. Da wir aber dazwischen liegen, haben wir das Ganze linear interpoliert und kommen dann natürlich auf Mittelwerte zwischen 1.200 und 2.000 Euro, irgendwo dazwischen. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der zu beachten ist, und zwar gibt es 2 übliche Installationsmethoden. Die eine Methode ist sozusagen die Methode der maximalen Wirtschaftlichkeit, und das andere ist die Methode des maximalen Ertrags. Die Methode der maximalen Wirtschaftlichkeit ist die Methode der Südausrichtung, weil im Süden haben wir den meisten Ertrag. Die hat allerdings den Nachteil, dass wir da eine relativ große Verschattung von den Modulen haben, die dahinter stehen, sodass wir da einen relativ großen Abstand zwischen den Modulen einhalten müssen. Das heißt, wir haben da zwar pro Modul die größte Wirtschaftlichkeit, aber pro Dachfläche einen kleineren Ertrag. Das wäre jetzt die untere Situation, das ist also eine Südausrichtung, wo wir also diese Paneele haben, die gegen Süd ausgerichtet sind, aber einen relativ großen Abstand von dem einen zum nächsten Modul haben. Die Herangehensweise des größten Ertrags pro Dachfläche ist die sogenannte Ost-West-Ausrichtung. Das heißt, da haben wir dann die Module, die
mit einem relativ kleinen Winkel in Ost- und Westrichtung aufgestellt sind. Und dazwischen haben wir dann nur ganz kleine Stege, die dazu dienen, um die Module warten und reinigen zu können, was notwendig ist, weil man sollte die schon alle 2 Jahre mindestens reinigen, weil ansonsten geht die Rentabilität der Module stark, also die reduziert sich stark. Und diese Neigung ist auch deswegen wichtig, damit ein gewisser Selbstreinigungseffekt der Module stattfindet. In unserer Berechnung sind wir jetzt hauptsächlich von der Ost-West-Ausrichtung ausgegangen, weil wir auch im Gespräch mit dem Herrn Schummer und dem Daniel Fließ mitgeteilt bekommen haben, dass es eigentlich auch der Gemeinde darum geht, wirtschaftlich zu sein, aber auch einen maximalen Ertrag auf den Dachflächen zu generieren. Genau, und hier sieht man auch nochmal schön, wie sich das ungefähr verhält, wenn man also jetzt zum Beispiel, also diese Tabelle jetzt rechts, nur zur Erklärung, wenn man oben also diese 0 Grad sieht, das ist also 0 Grad Abweichung vom Süden, dann sieht man bei den 35 Grad oben 100%. Das heißt, eine Anlage ist dann am allerwirtschaftlichsten, wenn sie nach Süden ausgerichtet ist und ungefähr eine Aufständerung von 35 Grad hat. Wenn man jetzt die Abweichung 90 Grad nimmt, das wäre ja in unserem Fall diese Ost-West-Ausrichtung und dann eine Aufständerung von zum Beispiel 10 Grad, dann würden wir bei 86% von dem Optimalen liegen. Also immer noch ein sehr, sehr anständiger Ertrag, den wir da haben. Ein weiterer Vorteil von dieser Ost-West-Ausrichtung ist, wie man jetzt auf der linken Seite sieht, also bei einer Südausrichtung haben wir einen sehr starken Peak während der Mittagszeit, weil da die Sonne sehr intensiv drauf scheint, während wir bei Ost-West schon in den frühen Morgenstunden einen relativ guten Ertrag haben und in den späten Stunden auch noch einen gewissen Ertrag, was sich natürlich anschließend auch auf eine bessere Eigenstromnutzung und insgesamt national gesehen auch auf eine bessere Verwertbarkeit des Stroms bemerkbar macht. Denn es ist ja so, wenn wir jetzt alle im Süden ganz viel Strom produzieren, den aber nicht speichern können, dann ist das auch nicht sehr sinnvoll. Oder wir müssen große Stromspeicher installieren, damit wir das Ganze dann über den Tag noch retten können. Und mit der Ost-West-Ausrichtung ist das eigentlich ein relativ intelligenter Mix zwischen guter Ertrag und Verfügbarkeit von Strom über den ganzen Tag. Gibt es da vom Verständnis her Fragen? Habe ich das bisher vernünftig erklärt? Okay, super. Dann bin ich froh. Genau, dann haben wir sozusagen zuerst mal 3 Szenarien für die 4 zu untersuchenden Gebäude untersucht. Das war Szenario 1, vollständige Einspeisung des erzeugten Stroms, weil wir auch noch nicht wussten, wie die Gemeinde jetzt zu den verschiedenen Szenarien steht. Szenario 2 ist Nutzung des erzeugten Stroms während der Erzeugung und Einspeisung des Stromüberschusses ins Netz. Und da haben wir auch eine sehr konservative Annahme getroffen, nämlich ungefähr 20% des Stroms werden eigengenutzt. Die Annahme ist deswegen so niedrig, weil wir erstens mal die Charakteristika vom Verbrauch noch nicht kannten und zweitens mal handelt es sich natürlich um einen Schulcampus. Das heißt, wir haben während 2 Monaten, nämlich Mitte Juli bis Mitte September, quasi keinen Verbrauch im Gebäude, sodass der Strom da nicht selbst verbraucht werden kann oder nur ein geringer Teil. Und Szenario Nummer 3 war ein maximaler Eigenverbrauch des erzeugten Stroms unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit mit einem Batteriespeicher. Das heißt, damit kann ich einen gewissen Anteil des Stroms ja nochmal speichern und ihn dann benutzen, zum Beispiel abends, wenn die Sonne nicht scheint. Genau, mit diesen 3 Szenarien haben wir dann die 3 Gebäude untersucht, haben natürlich im Vorfeld eine Begehung gemacht. Das heißt, wir haben auch genau aufgenommen, wo sind die verschattenden Elemente, das heißt Aufbauten auf den Gebäuden, aber auch statisch gesehen, welche Zonen
können überhaupt noch mit PV belegt werden. Also dieses Gebäude hier zum Beispiel, da war vom Statiker gesagt worden, nur diese Zone mitten auf dem Dach, weil das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, die ist statisch geeignet, um eine PV-Anlage draufzulegen, sodass wir dann genau in der Analyse auf Grundlage der statischen Bedingungen, aber auch auf Grundlage der verschattenden Elemente eine Konfiguration der PV-Flächen vorgenommen haben. Das heißt, wir kämen jetzt bei dem Gebäude 11, der Krech, auf eine insgesamte Leistung von 9,8 Kilowatt Peak, die wir installieren können. Bei der Sporthalle kämen wir auf eine Leistung von 54,6 Kilowatt Peak, die wir installieren können. Hier ist es so, dass wir da ja schon eine bestehende PV-Anlage haben, deswegen ist der mittlere Teil auch leer, da ist nämlich schon was drauf, sodass wir da nur eine ergänzende PV-Anlage drauflegen. Dann haben wir das Gebäude 6, Bibliothek, Musikschule, wo wir 46,9 Kilowatt Peak drauflegen können. Und das ist ein Schriftenfehler. Das ist multifunktionell. Genau, das Bâtiment multifunktionell. Schule, wo wir dann sozusagen 72,8 Kilowatt Peak drauflegen können. So, wir haben dann, das ist so die Synthese von allem, also wir können insgesamt bei dem, was wir da jetzt drauflegen können, 160.000 Kilowatt Strom pro Jahr erzeugen. Das entspricht ungefähr einem Energieinhalt von 16.000 Litern Heizöl, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass Strom eine wesentlich wertvollere Energiequelle ist wie Heizöl, weil man zum Beispiel, wenn man eine Wärmepumpe dazwischen schaltet, mit einer Kilowattstunde Strom 3 bis 5 Kilowattstunden Wärme erzeugen kann. Das heißt, dann könnte man diesen Betrag da nochmal mal 3 oder 5 multiplizieren im Vergleich zu Heizöl. Also das ist schon ein sehr, sehr hoher Ertrag, den man da generieren kann. Bei allen Gebäuden liegt die Amortisationszeit, obwohl wir sehr, sehr konservativ gerechnet haben, unter 20 Jahren und man rechnet eigentlich bei allen Anlagen, dass sie 20 Jahre halten sollten, außer ein Bauteil, das ist der Wechselrichter, der hat in der Regel etwas kürzere Lebensdauern. Dann, wie ich schon gesagt, es wurden ungünstige Randbedingungen genommen. Günstig haben wir natürlich aber auch reingerechnet, dass das investierte Geld jetzt nicht verzinst wurde. Das heißt, das ist das, was wir unterschlagen haben. Und die Eigennutzung des produzierten Stroms ohne Batteriespeicher ist die ökonomisch günstigste Variante, weil derzeit Batteriespeicher einfach noch so teuer sind, dass es sich eher nicht rechnet. Es sei denn, man hat jetzt den Anspruch, wirklich ganz autark zu sein. Aber wir hatten ja jetzt auch schon nach der Studie Diskussionen, dass man Gebäude vernetzen könnte, dass man auch die Mobilität mit ins Spiel bringen könnte. Alles das sind natürlich Faktoren, die jetzt den Eigenbedarf wesentlich erhöhen und die dadurch dann die Rentabilität, jetzt im Moment haben wir ja mit den 20% gerechnet, das heißt, wenn ich da jetzt eine ganze Flotte Autos davor stelle, die während der Mittagszeit diesen Strom aufnehmen können, dann springt meine Rentabilität nochmal ein gutes Stück nach oben. Das heißt, das wäre wirklich ein guter Schritt, dann auch in Richtung Vernetzung der Gebäude, aber auch in Richtung Versorgung von Autos zum Beispiel zu gehen. Genau, das ist jetzt auch nochmal als Grafik dargestellt, so ein bisschen der Vergleich zwischen den 3 Varianten, also in dunkelblau dargestellt, die Variante mit der 20%igen Eigennutzung, in der Mitte 50% Eigennutzung mit Speichersystem und in hellblau wäre das dann die Volleinspeisung, die am schlechtesten abschneidet.
Genau, und dann nochmal ein ganz kurzer Ausblick auf die Ökologie, weil es ja immer noch Gerüchte gibt, dass sozusagen eine PV-Anlage sich in ihrem Lebenszyklus nicht selbst amortisiert. Da ist es aber mittlerweile so, dass die PV-Anlagen, die heute hergestellt werden, sich nach 3 bis 4 Jahren selbst amortisiert haben. Das bedeutet, dass die PV-Module in 3 bis 4 Jahren den Strom erzeugt haben, den sie für die Produktion benötigt haben. Das heißt, die anderen 16 Jahre ist wirklich eine gute ökologische Leistung, die bringen. Und diesen Sprung nach 25 Jahren haben wir da, weil wir einfach gesagt haben, nach 25 Jahren ist es wahrscheinlich, dass da eine Erneuerung der PV-Anlage ansteht. Das heißt, da muss ich diesen Energiebetrag nochmal investieren und dann geht es aber wieder in die andere Richtung, sodass wir dann nach 50 Jahren wirklich einen großen Energiebetrag eingespart haben. Genau, als Konklusion ist, die Realisierung von PV-Anlagen auf den untersuchten Gebäuden ist sowohl ökologisch als auch ökonomisch aus unserer Sicht sinnvoll. Bei entsprechender Ausschreibung können die zugrunde gelegten Randbedingungen, wie zum Beispiel Herstellungskosten, wir hatten ja eben gesagt, dass eine große Anlage relativ günstig ist, kleinere Anlagen sind etwas teurer. Das heißt, wenn man das zusammen ausschreibt, dann werden die Preise vermutlich auch besser werden. Und Modelle der Bürgerbeteiligung, hatte ich damals geschrieben, könnten interessant sein, aber wir hatten ja jetzt auch schon in der Diskussion nachher, also alle Modelle, die sozusagen den Eigenstromverbrauch erhöhen, sind eigentlich interessant. Das heißt, die Vernetzung der Gebäude, aber auch, wie gesagt, die Versorgung von Fahrzeugflotten mit dem Strom. Genau, und das war die Präsentation. Wir uns Merc Herr Fries sind froh rund um das von Schrift. War kein froh sind ich mengen war für du nach gesucht gehen mit der in der Kopf wie du steht für Dachflaschen zur Verfügung zu stellen. Ich mengen wir schaffen auch nach in Zukunft mit der Innerkopf zu Summe wir haben aber wirklich ein Modell wo man der Meinung sind dass man mal für dich den Bedarf sollen aufdecken und dann Dono gucken, wo man auch da in der Kopf den am Gange sie auch nach Investoren zu sichern, für weiter Anlagen zu bauen. Die am Moment aber viel Potenzial, wo wieder zu den Zipper zu ran von hun, wo die größten Anlagen werden stehen und gesagt doch aus, wie wann die Anlage um Scheißstand konkret gibt gehen. Du und ich zwar nicht alle Details, aber du sind sie am Gange und schaffen dann. Das gesagt aber relativ positiv aus. Wir hatten für Drü schon über die Anlage geguckt, wir noch schon aufgestimmt. Das geht ja in Luxemburg. Oder war kein frohe Sinn, dann gebe ich so Herr Fries für uns Merci. Ich bin froh, dass er auch ganz umkommen sind heute zu Schütter. So stehe da kein Radar, von der Seite müsst ihr dann. Ah, okay. Das ist schön zu hören. Vielen uns Merci für Ihre Zeit und für die Erklärungen. Merci gleichfalls, Adi. Voilà, da kommen wir zum 4. Punkt, Finanzkommunal, und da gibt den Handy aufhängen mit dem Don für Nationalfeiertag. Ja, merci Claude. Guten Abend, oder gut noch von meiner Seite. Wie man ja wissen, war für Nationalfeiertag ihre kulinarische Spezialitäten von verschiedenen Anwohnern aus der Gemeinde präpariert und serviert gehen. Und mit den Rezepten wollte sie einen Don machen auf 5 karitative Assoziationen, die sie selber rausgesicht haben. Da wird dann einmal ELA oder ELA Lützburg ASBL. Das Objektiv von der ELA ist, den Forschungslaboratoren dabei zu helfen, Mechanismen von der Krankheit besser zu verstehen, die responsable Genen zu identifizieren, antitherapeutische Strategien zu entwickeln, für gegen Leukodystrophien zu kämpfen. In der Leukodystrophien versteht eine Gruppe von genetisch bedingten Stoffwechselerkrankungen, die eine Degeneration von Nervensystemen bewirken, wo die Betroffenen an motorischen und anderen neurologischen Beeinträchtigungen leiden. Sie hatten noch proposiert für
ROJ oder Roche Lützeburg ASBL für denen dann zu machen. Sie sind eine Assoziation, die zusammen am Ministère de l'Éducation am Lycée Athénée der kurdischer Gemeinschaft hier im Land bei der Integration hilft. Sie organisiert kurdisch Sprachekuren an, unterstützt auch den Bildungsprozess am Norden von Syrien. Und das Assoziation schafft auch ganz eng mit einer lokaler Hilfsorganisation zusammen. Sie hatte noch proposiert für der Darkness into Light und dann zu machen. Darkness into Light setzt sich für Leute an, die suizidäre Gedanken haben, sich selber blessieren wollen, respektiv hilft auch den Familien, denen ihr Leben durch Suizid also nie gehabt haben. Sie wollten dann auch der Child Welfare Fund da machen und die setzt sich für Wesenkanner am Surinam an, sowie auch für Kanner, die AIDS haben. Und als Letzte, die letzte Assoziation, wo sie vorgeschlagen haben, das war den Cercle, also den Zappat, den Cercle des Associations de Patients. Die gehen von verschiedenen Organisationen gegründet, daran Alan Maladie Rach, Lützeburg, Blitz ASBL oder die Fondation Krebskrank Kanner, für die Rechte von den Patienten und ihre Familien zu vertreten am Kader von der Gesundheitspolitik. Sie promovieren aber auch die Informationen am Bereich von der Gesundheit und Patienten, bieten ihnen sehr Zugang und hier Rechte. Wir geben proposieren für den Montant auf 11.000 Euro zu setzen, abgedeelt auf die 5 Assoziationen, die da jeweils 2.200 Euro kriegen. Und da gebe ich ja wohl noch profitieren von der Situation, für über den neuen Abruf zu informieren, die mir das vorkriegt tun. Wir wissen alle gut Bescheid über den Ausbruch von der Gewalt, das ist am 7. Oktober, und den unmenschlichen Konsequenzen für Tausende von Familien, sowohl in Israel wie auch in Palästina und hauptsächlich auch für die Kanada. Und auch hier will man natürlich informieren, dass wir als soziale Pflicht nur kommen und geben an dem nächsten Gemengerot dann noch gerne da proposieren. Merci. Ja, sind du zu frohen? Noch von Stift? Ich bin kein froh. Ich wollte es gelegen, für alle Benevolen, die überhaupt möglich machen, dass wir eine so schöne, leckere Nationalfeier verbringen können, eine riesige Merci sagen. Ohne sie, die schon während Tisch um 4 aus kochen, backen, für uns die Nationalplat Menü zu bringen, an uns mit den Spezialitäten verbinden, wäre uns fast nach langem nicht so schön und herzlich. Das Fest als wunderschönes Beispiel, wie Integration, Akzeptanz, Toleranz und Zusammenleben ein großes Succès kann sein und Menschen an ihre verschiedenen Kulturen Menü bringen kann. Also Ihnen alle guten, vielmals merci. Ja, das ist schön gesagt. Merci für die Wieder. Ich wollte doch schon so, also wir haben wahrscheinlich nicht die Rezepten, die wir hier gemengt tun. Das wird man gesehen, wenn man den Titel der Rezepte buchen, aber wie das man die da zu, aber avanciert gut, wir machten da an der Recht. Voilà, wenn da kein Froh mit sind, dann müssten wir da durchstimmen. Aisha Serge. Ja. Pocharini Nora. Ja. Kaufmann Jean-Pierre. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Zauber Jules. Für die Jules, ja. Dein Serge. Für mich, ja. Heisen Paul. Ja. Welch Nicolas. Ja. Und Hartmann Jean-Marie. Ja. Merci. Da kommen wir zum Punkt 4.2, ein Devis supplémentaire für Logement pour Jeunes um Schönberg, und das möchte Serge von Stift. Merci. Guten Abend noch da von mir. Voilà, ich werde noch 3 Devis supplémentaires vorstellen, wie die gesagt hat. Den nächsten fängt man an, das ist dann das Projekt um Schönberg, wo man das Haus, was man da gekauft hat, umgebaut haben, für möglich zu machen, für verschiedene Zimmer und Jugendliche zur Verfügung zu stellen. Da war der 24. Februar 2021 ein Devis gestimmt, ging ein Gemeinderat für 386.000 Euro, für die Arbeitsstunden zu machen. Du ein genereller Markt, du hast seitdem die Devis gestimmt gehen, das gilt auf die 3 Projekte. Ich wiederhole nicht in der Käse, ich meine, du war noch zum Teil Corona am Anfang dran, weil verschiedene von den Devisen, die kommen, den Ukraine-Krieg, den ein ganz den Preishost bei den Baumaterialien an die Luft getrieben hat, vor allem hat noch eine generelle Inflationskonsequenz an, dass man so allein schon 2023 3 Indextranchen hatten, 2022 auch eine Indextranche hatten, sodass man insgesamt bald schon immer 10% längere Indextranchen auf all den Arbeitsstellen beigerechnet kriegt, was schon immer eine signifikante Steigerung ist. Weil du selber den Projekt um Schönberg dann betrifft, du steht man heute eine Devis supplementär Stimme von 229.000 Euro
mat der TVA dran für 17%, dat entspricht engem Monat von 195.000 Euro auch TVA. Du ass den die Hauptposten eine Steuerung gefordert hun, also nie der generelle Preis was die do war. Habt ganz viel Erbechten, die miss gemacht gin an dem Bereich von der Securityit, nur dem den Büro de Kontrolle und enke passiert waren en ganz Reihe zusätzlich Erbechte verlangt huet, nur dem schon der größte von der Schnufgeschloss waren, dat chiffriert sich op 46.000 Euro auch TVA. Dann war am genau vom Projekt décidéiert, gi eng besser Isolation zu machen wie am initialen DV4 sie war dat auch belieft 20.000 Euro. Voilà. So dat man dann hanno op de Gesamtmonto von 155.000 Euro auch TVA, respektiv dann 221.000 Euro mat der TVA dran mat 17%. Drop kommen, wo man die supplementär miss stimmen. Die Erbechte sind auch so weit aufgeschlossen. Wir sind nun am Gang am Büro de Kontrolle, dat nur seg Rapport de Kontrolle, dat enke kontrolliere könnt mir und dann könnt wette man an engem von den nächste Gemenge rent, die kon von dem Projekt könne stimmen. Voilà. Merci Serge, wären du froh, Jamp von Schrift. Ich bin eng froh dazu, den de Wedo wir kriegen aus einem Subsid vom Minister von dem Haus, das wir gekauft haben, los, bin froh, die heute 229.000 Euro fallen doch nach die 50 oder die 75% Subsid, die wir zu gut hatten, fallen die drin. Und dann zweit froh, den Dingen, das relativ spät an den Mengerot, den DW. Ich meine, die Sachen sind soweit fertig. Den hat vielleicht können schon mit Freiheiten an den durchkommen. Also ich meine, so der erste froh, dass so, wir werden die Konferenz Nebenstunden machen und dann werden wir auch nicht können, aber den Minister gehen für ihnen den definitiven Dekont vorzulegen und dann auch nicht uns froh für den zusätzlichen Subsid zu kriegen, rapport zu dem doch wesentlich mit eurer Kostenpreis, den wir da müssen bezahlen. Für den Rest schaffen wir die Dossier ab, die wir haben. Wir sind eben noch am Gang auch die Konten von all den anderen Projekten, die am Gang sind, wo der schon aufgeschlossen goufen, die die letzte Moment fertig zu machen und das werden wir nur an den nächsten Wochen am Moment dann alles an der Gemeinde bringen. Ja, Anne-Marie. Ich wollte nur fragen, wohnen schon Leute, Jugendlichen dran oder ist ja. Das? Ja, die wohnen schon da, seit man seit schon permanent im Fall. Also, ja, die sind Und das waren ja viele Reklamationen von Noperen für Drogen. Als du noch etwas kommen, Feedback von denen, oder als das alles ein bisschen mehr ruhig ging? Also Teil den Eichmin davon war die Judiciärprozedur ist so, dass die Leute nicht recht kriegen tun, aber sie sind aber ein Appell. Also da geht Geschichte auf hier und muss man gucken, aber bon. Ich meine, dass wir richtig sind und ich meine noch nicht, dass die Konsequenz für die Gemeinde wird tun, wir müssen natürlich vom Appell aufhören. Aber so vom Klima her meine ich, dass das eine Lohnerei sind noch Nopern, die sind ganz froh, dass l'ODW Landhaus da raufgeht. Den ist nicht aménagiert, wie man das normalerweise am Domain publik müsste machen. Das ist also nicht möglich, das gibt auch enorm teuer Kosten, dafür man ja Schuld dahinter gestaltet, dass noch ein bisschen eine Responsabilität darauf geht. Aber ihnen das will machen, und das sind aber kleineren da und das proper und so weiter, die kann das machen. Also das begehbar kann ihnen machen, mit das nicht nur der Norm, wie es müsste sein. Voilà. Nachfragen? Nein. Dann gehen wir zum nächsten, Serge von Schlift. Komm, stimmen auf. Du hast noch recht. Aisha Serge? Ja. Frau Jelini Nora? Ja. Kaufmann Jean-Pierre? Ja. Kaiser Andy? Ja. Nagel Anne-Marie? Ja. Joch? Sauber Jules? Ja, mit der Progression. Dein Serge? Ja. Dreisen Paul? Ja. Welch Nicola? Ja. Und Hartmann Jean-Marie? Ja. Merci. Voilà, dann den nächsten Devis supplementär, das betrifft den Ausbau hier am Speicher und River, wo am Anfang zusätzliche Büros aménagiert wurden an einen zusätzlichen Reunionssaal. Da war den Devis der 14. Juli 2021 gestimmt, gehen für 557.120 Euro. Da müsste man heute noch den Devis supplementär stimmen von 246.000 Euro mit der TVA compris. Auch TVA war das ein Monat von 210.000 Euro. Auch hier also einerseits Exigenzen im Bereich von der Security für zusätzliche Ländern haben wir gemacht gehen. Und verschiedene andere Arbeiten, das für 33.000 Euro auch TVA.
dann als eng Isolation, die net am initialen de wie 4 gesi war, die zusätzlich noch muss gemacht gin. Die muss auch noch immer gemacht gin, die erst noch net gemacht, mit die soll aber nur alle moment gemacht gin. Dat geif enke 35.000 Euro kachten und da sind du schon deweis ausgehen. Da sind Mivelen nach Matrago für 15.000 Euro und dann wie gesagt die Generalpreishossen die Lechtüre waren, die zu der Preissteigerung gefordert haben. Sind du frohen? Ich wollte so wat verdröden, dass den de Wit spät und die Gemengerot können ich vor davon nach an sag so wie de College Zerch ähnlich ugedeiht hört an dem Kommentar zur Chefurserklärung von Büroen von der Gemeng wer genug do nach geschafft gehen du hast du gemengt könne noch nach Home Service machen also nach selber dat geschafft gehen. Ja klar, weil ich meine an den letzten Jahren ich meine das ja nicht der DP nicht entgangen, weil die YouTube massiv immer erst dagegen gewährt, es sie leider gestaltet gehen. Und nicht nur 1 oder 2 mit sind pur leider gestaltet, weil da ein Mangtum ganz klar Personal war. Den Mangtum haben wir ein bisschen abgefangen, das ist ganz klar. Aber ich kann aber wenn ich noch schon vorher tun, Claude Friedje wahrscheinlich ja nur, was noch eng froh. Ich hätte froh, sind die Büros noch mittlerweile besetzt, weil du eine gewisse Resistenz da war oder nicht? Doch, also ich meine, die Relation publik, die sitzen da oben, das ist nicht all durchbesagt, aber sie sind auch zufrieden, sie schaffen da, wir gehen noch regelmäßig an die Reunionssaal, von dem profitieren wir, also ich meine, das ist schon gut, dass ein Ausbau gemacht ist, das können wenig mehr gut laufen, das ist aber nicht der Politik hier schuld, ich meine, das ist auch ein bisschen schuld vom Architekt, aber bon, da sind wir aber bald dadurch, müssen auch arabisch dann nachgeholt gehen, die eben nicht gemacht haben, wie Zeit war, aber wir kriegen das aber an 3. Und mit dem Devis supplementär, die man dann noch stimmen, müssen da noch alle Kästen aufgedeckt sind. Von der keine froh, wir werden gerne, da gehen wir aufstimmen. Aisha Serge. Ja. Bujarini Nora. Ja. Kaufmann Jean-Pierre. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Herr Joch. Sauber Jules. Für den Jules, dann ja. Trein Serge. Jo. Treisen Paul. Ja. Als Nicola. Ja. Und Altmann Jean-Marie. Ja. Merci. Dann kommt man auf einen dritten Devis supplementär, der das hier vis-à-vis am Haus Bern, wo man um Dach den 23. März 2022 ein Devis gestimmt hat für einen Monat von 390.000 Euro rund. Mit der TVA für da ein zusätzliches Schwunding dran zu aménagieren über dem Speicher. Da müssen wir heute noch ein Devis supplementär stimmen von 136.000 Euro mit der TVA im Bereich auch TVA wird dann 115.000 Euro. Da sind verschiedene zusätzliche Arbeiten, die mal einen Auftrag gehen haben, die nach Gewetter realisiert gehen. Einerseits gesagt, dass aus dem Ausbau wurde gemacht und damit da sowieso ein bisschen Fassade ausgebessert gehen. Und da haben wir dezidiert, für die ganze Fassade neu zu machen. Das gibt einen Kostenpunkt von 19.000 Euro. Dann als ein Kurs von den Arbeiten, die man auch dezidiert gibt, bei der Isolation, da war initialement Stehwohl gesehen, du hast dann immer geswitcht gehen auf Cellulose. Das ist ein zusätzlicher Kostenpunkt gewesen für 15.000 Euro. Und dann als auch durch Sterbischen haben wir gesagt, für den ganzen Treppenhaus und noch am Keller verschiedenes Jahr fassen, neu anzustreichen, respektive neu ein Envisage zu machen, was ungefähr 15.000 Euro ausmachen. Voilà. Und das spricht dann den anderen 15.000 Euro auch TVA, die durch zusätzliche Kosten kommen. Und das Chantier geht auch 4 Uhr, sie kommen noch 4 Uhr, die Schaffenbanden dran. Viele an normalerweise müssen die Wohnung für den ersten Trimester 2024 fertig gehen. Sind du frohen? Also hier haben wir ein Devis supplementär, wo dann noch arabischen Dropstehen noch nicht gemerkt sind. Da kommen wir an der richtigen Timing. Ja. Also gilt das selbe, was Herr schon für Druck gesucht hat. Ne? Wir rechnen das nicht genau ran. Ja. Da muss man gucken, ob das etwas Zerschwanz gibt. Ja, ich wollte noch just denken. Das ist okay. Ich wollte noch just daran erinnern, ich meine, den Opernhof tun hat schon enger die Keier interveniert während der Corps de Métier. Und ich meine, du sollte vielleicht die Leute von der Gemeinde Hand bleiben für respektiv
dass für Architektincharge an sich respektive Büro d'étude den du mat am Kurs fir eben do der Hand zu bleiben, dat nopren so man wie möglich gesteiert solle gehen. Ich mein dat die wir nie vergessen du an diesem Fall zum Holzfeld dann noch ein Doktor hast. Ja. Merci. Das ist absolut recht. Du mengen just Gemenge rum an run an dann selber Kommunikationsproblem gi ich mal davon aus intern bei der Firma ne? Du Chef der wees danach mit den Abster we schon méi an passen an wis du gesucht man als best dass kein Konflikt da entstehen. Weil da ging mal lo awer aufstimmen Eicher Serge ja. Rogerini Nora ja. Kaufmann Jean-Pierre Ja. Kaiser Andy Ja. Nagel Anne-Marie Ja. Joch sauber Jules Für de Jules dann ja. Dein Serge Ah ja. Dreisen Pol Ja. Welch Nicola Ja. an Hartmann Jean-Marie. Ja. Merci. Da kommen wir zum 5. Punkt Infrastrukturen. Da haben wir 3 Akten am Dossier, das sind die Preskription Trentenären. Da will ich von dieser Platz dem Robby, merci so den Heiersten Ofen, dann aber auch dem Marco, dass sie bereit waren, da auch mal zu bezahlen, dass da schon über 30 Jahre die wir also benutzt gehen an der Halle von der Gemeinde. Da können wir dabei, dass der Notar ja auch seine Recherche gemacht wird an da sind jeweils bis zu 100 Jahre kein Antrag mehr Kadaster gewählt. Also ich meine, heute machen wir etwas, also regularisieren wir eine Situation, die de facto so ist. Ich gebe da mal die Menschen aufhängen, das dann zu übersehen. Normalerweise ist heute der Plan zu übersehen. Das kleine steckt dort zwischen der Rue des Jardins und der Rue de Bayern, wo die Servitude ist. Das ist neben dem Terrain, wo die Gemeinde dann lo die 4 Häuser baut. Und die gingen man dann eben als Domainpublik klassieren. Sind du froh, zu dem Punkt sollst du dann 3-mal nehmen? Man soll mal 3-mal nehmen. Den zweiten, da das dann bei der Kirche, das lo, wo man gerade geschwart haben, de wie supplementär gestimmt und das die kleine Weh, den du zwischen als dem Haus da dann geht, dem Haus Berner, wie man nennen, an dem Noper, an du aus derselbe hast eben noch die Servitude darüber. Und das gibt dann noch Proprietät von der Gemeinde. Und dann haben wir die dritte Servitude, die ist Schallegsprung hat, also Schönbirch. Du hast das Syndikat gewirrscht, wo die Servitude hat. Und da haben wir ja schon am Kader vom Lotissement, also nicht mehr, mit dem Lotisseur, den hat schon de W alles an 3 gemacht. Das ist schon ganz proper flott, da kann ich schon drüber tröppeln. Und das gibt dann auch an Proprietät von der Gemeinde, dann mit dem do Akt de Preskription Trentenären übergehen. Weil das sind die 2 Parzellen, das ist nicht die ganze W, das sind die 2 Parzellen, die innen zum Lotissement am Anfang gehören. Das wird ja dann ein Gemengeruf getreten, die Infrastruktur. Voilà, Serge von Stift. Merci für die Explikationen an die gut Dossieren. Ich meine, das alles grafisch analysiert. Und ich will aber just auf den Akt, respektive auf die 3 Akten zurückkommen. Du hast vermerkt, dass an sich, du hast doch gesagt, dass der Tod in Utilité publique gött und noch dann bleiben soll. Und ich meine, ich wollte an sich vielleicht einen Appell machen, dass die Gemeinde mit ihren Services an sich dann dafür denken, dass das doch wird geschehen, dafür sorgen soll, dass die Wege immer accessibel bleiben und nicht, dass du bemol von den Noperen Mengen, die müsste sich du Plätze appropriieren. Das schlechte Beispiel von den 3 an sich zumindest bestehen vis-à-vis vom Cat-Hotel, wo immer Privatautos stehen und ich denke, du müsst vielleicht auch Remedeur geschafft gehen, dass die W frei ist. Geht dass du aktuell ja noch ein Chantier hast, und vielleicht dürfen vielleicht was mir drunter und drüber geht, aber das war schon für drüben der Fall, dass den W besetzt war und das soll an sich frei bleiben für das Publikum. Merci. Ja, merci auch für die Remarken. Wir haben da doch schon festgestellt, dass es so, dass du nach Klotte stehen, weil der W noch nicht offiziell ober ist. Aber wenn dann Klotte nicht mehr da sind, effektiv, dann dürfte er noch nicht mehr da stehen. Wir haben halt gehofft, vom selben Abfall, aber wenn er nicht vom selben Abfall, dann wird er auch da noch helfen. Merci.
Voilà, da ging mal darüber aufstimmen. Die 3 mal nehmen dann. Das, also Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jean-Pierre. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Für die Jules, ja. Kein Serge. Ja. Merci. Da ist Paul. Ja. Welch Nicola. Ja. Dann hat man Jean-Marie. Ja. Merci. An der Nummer nach der letzten Kompromissation, da geht es um die Emprise, wo wir am letzten Gemeinderat de Morcellement gemacht haben, wo du am Anfang den Trottoir morcelliert gehen, also an der Tanolo von der Societät und Gemeinde aufgetreten. Aber ja, dann nicht. Sind doch speziell froh dazu. Nein. Da gehen wir direkt zum Wort kommen. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jean-Pierre. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Für die Jules, ja. Kein Serge. Ja. Dreisen Paul. Ja. Welch Nicola. Ja. Dann hat man Jean-Marie. Ja. Merci. Und da kommen wir auf den 6. Punkt Konventionen. Da haben wir noch eine Konvention für die Passage von dem Wanderweg zu Straße bei der Baumillen. Die müssen nachstimmen. Da war lang Meinung, der Weg, wie wir den Männer sein Terrain gehen. Da waren noch die Diskussionen, finalement ausgegangen so. Und die Leute heute sind aber d'accord, für dass wir über den Weg können gehen. Also so, da steht heute gesetzt, dass die Leute keine Responsabilität mehr haben, wenn du auf einen Wanderweg, wenn sie ihren Terrain geht. Ne, da sind die Leute für die Sicherheit selber zuständig. Und das ist dann die Konvention, die am Dossier liegt. Und wo wir dann müssen akzeptieren. Und das ist natürlich froh, wenn die Leute mit uns so Wehe gehen und dass wir die Spazierwehr können benutzen und flott Wehr haben, die ihn da kann auftrüppeln. Und das ist ein flotte Summen, die bestimmt da mit dem ORT auch zusammen haben. Sind dazu froh? Nur einfach gibt. Also wir fanden doch natürlich ganz flott, dass die Gespräche, die wir die letzten Jahre zusammen mit dem ORT geführt gesehen, löser Formen holen und dass alle uns Spazierwehr mal ein Kehr auf die Licht geholt gehen, um zu gucken, was die verbessern kann, zum Beispiel einen gemeinsamen Point de Départ, wo es möglich ist. Voilà, und auch Lichtänderungen vielleicht von den Trajekten. Ich bin froh, also wie gesagt, aus mit eventuell einem Mountainbikes-Trajet. Merci. Ja, also wir haben die letzte Summe war just über die Wanderwehr-Geschichte geschwärzt. Ich meine, das ist eine gute Idee für auch so ein Trajet zu tun, könnt ihr nicht ran, wenn ihr noch mal RT ausgeschafft habt, die Hunde. Ich kann da also mir noch nicht noch weiter geschafft, man hat die nächste Gäbe, wenn wir sie gesehen haben, dann kommen die schmatten Informationen zurück an die Gemeinderat. Merci. Da ging mal darüber hochstimmen, aber sonst kein Froh, wir sind Aisha Serge, Ja. Rogerini Nora, Ja. Kaufmann Jean-Pierre, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Pas progression, ja. Dein Serge, Ja. Dreisen Paul, Ja. Welch Nicola, Ja. und Altmann Jean-Marie. Ja. Merci. Und der nächste Kontrakt, das wird dann den Andy. Merci. Gesetz vom 18. Juli 2001 die Autoren gött aus engem Autor von dem Wirk exklusivrecht für den Wirker und den Utilisateur für das den Utilisateur die kann benutzen. Dekret das eine Lizenz also eine Licence d'utilisation de droit der kann vom Autor auf verschiedenen Utilisateuren akkordiert gehen und anhand von einer sogenannten Société de Gestion Collective de Droit d'auteur. Zu Lützburg besitzt Luxor, also Luxembourg Organization for Reproduction Rights, eine Autorisation vom Wirtschaftsminister für unter anderem den Droit de Reproduction par Reprographie, also eine Fotokopie, an den Droit de Reproduction par Numération, da das Scannen für Ton digital zu haben, von sowohl textuellen wie auch von bildlichen Werken. Luxor feiert das Register von den Autoren, denen hier Publikationen können reproduziert gehen, erstellt Lizenzen aus, sowohl für Lützburg-Werker können sie reproduzieren, wie auch international Publikationen. Und dann an einer Zirkulär vom Innenministerium erklärt, dass der Lützburgische Staat einen Kontraktcadre mit Luxor unterschrieben hat, dass Gemeinden auch unter das Gesetz von 2001 fallen und dass Luxor dem nur ein Kontrakt hat und Gemeinden adressieren. Dieser Kontrakt beinhaltet laut Lizenz, die vom Gesetzgeber daneben vorgesehen sind,
encouvriert den droit de Reproduktion nicht nur für als Administration, aber auch für die Schule und mehr Relais von Wirken, egal ob es Seiten aus einem Buch, einer Zeitung oder Musikstexte sind. Und Redevance annuell, die belebt sich auf 20 Cent, auch TVA 3% pro Abwohner. Sie ist nicht indexiert, aber variiert nicht mehr auf Basis von der Einwohnerzahl, die vom Stadtteil festgehalten wird. Der Kontrakt lebt, also fängt den 1. Januar 2024 an, er lebt bis den 31. Dezember 2027 und gibt dann das Situm verlängert gehen von Jahr zu Jahr. Das heißt, mit schwarzen Hai von rund 900 € auch TVA, wo der Kontrakt ausgeht, kostet. Merci. Merci, Andy. Sind du zufrieden? Serge? Ja, das ist eine Geschichte, die Nandi hat gesagt, ein zirkulär aus von 2015. Und was interessant für, ich meine, die Madame von Luxor, die werde ich offrieren, dass sie Klienten weiterholen. Aber mich würde aber mal interessieren, wie viele Gemengen hier am Land insgesamt dem Abruf vom Interieur noch kommen sind, für bei Luxor den Kontrakt zu unterschreiben. Ja, effektiv 2015 ass dat Jech Google a du den huet keesech mé gemeldt bis lo am März 2023, wann ich mech gut kann erinnern an dun Hummer ban den 6 Wochen net reageiert, dat war auch Fallesinn no kommen so weiter. An du hast schon e Brief vom Ombudsmann kom. An du hast immer ugeguckt an du als a Wochen enseignéiert bei den opech Gemengen. An die noch alle Goer erschriven, also wieviel am ganze Land kann ich dann natürlich nicht so. Da muss dann vielleicht ministerisch oder den zukünftigen Minister oder Minister gefroren. Aber nopisch Gemengen, Sandfaller, die daran werden, konnte an die hun auf jeden Fall auch alle Goer erschriven. Mir ist nämlich auch vorgestellt, für alle mehr, wir haben dann den do Kontrakt machen, mehrere Produktionen von so Texten, wenn man am Anfang gar ein Schächer der Meinung gut nicht oder ganz, ganz wenig. Dann haben wir aber als Meinung ein bisschen zurückgeholt, weil man dann Zuhören hatte von allen Fotokopien, die in der Schule gemerkt sind. Und das sind dann nicht wenig. Vom Roll und eine Analyse, für was man dann an der Schule so viel Fotokopien machen, das fällt ja auch nicht richtig, sondern da ist Strategie und es geht auch Bücher. Also wir mussten da mal auch nachfragen, für was so viele Kopien da gemerkt sind. Und du hast mal gesagt, das ist gut, dass ja vom Betrag her nach aber verständlich und da sind wir aufgedeckt. Und dann, ich meine, dass ja Droit d'auteur ist ja auch Recht, wo ja auch an Druck stehen. Ich meine, weil Leute eine intellektuelle Proprietät tun, da sollen sie auch Recht tun, ihre Proprietät indemnisiert zu kriegen. Das möchte die Assoziation da. An dem Kontext, wie gesagt, ja, eine Menge Männer doch. Wir wissen eigentlich nicht genau, wie viel das wir da drin erfahren oder nicht. Haben wir gesagt, dann gehen wir auf TV und dann ist die Geschichte immer für alle vom Deutschen. Wie gesagt, der Ombudsmann, der Ombudsfrau, hat sich auch schon angeschaut und damit beschäftigt. Ja, merci für die Explikation. Aber da wird es zwar interessant, für gewusst zu gehen, ob da noch eine Partizipation bei den Noteuren auch kennt. Ja. Das ist natürlich ganz recht, davon gehe ich aber raus. Ich meine, dass die Organismen heute Lützeburg zumindest ja aber kontrolliert gehen an Rechenschaft müssen auflegen. Wir wissen aber auch, dass bei einer Gesellschaft und der Kultur sind noch viele Diskussionen über Zuen und so weiter gehen. Das ist auch ein Wurrecht. Ich gehe mal davon aus, dass da war seriös gehandhabt wird. Kann ich noch vielleicht eine froh beim nächsten Kulturminister oder Ministerin. Okay, merci für den Austausch. Da ging wir auch drüber aufstimmen. Aisha Serge. Ja. Ujarini Nora. Ja. Kaufmann Jean-Pierre. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Für den Jules, ja. Trein Serge. Ah, ja. Treisen Paul. Ja. Herr Nicola. Ja. Und Hartmann Jean-Marie. Ja. Merci. Und da kommen wir zum nächsten Punkt als Logement Social. Und da werde Serge tun. Voilà, ich meine, wie ich alle erinnert, war den Herr Prosper Scheuer, den den Apple wie gewöhnt wird, wie den leider versteht, als hat den aus dem Testament viel gesehen, dass sein Patrimoine, notamment sein Haus gibt und Gemeng Schütter überdrohen gehen mit der Kondition, dass das immer zu einem sozialen Mist zur Verfügung gestellt wird. Ich meine, schon am 4. Chefverrat hat Jean-Paul auch schon annonciert an einer Sitzung, dass dafür gesehen wäre, für den dem Office Sozial das Haus zur Verfügung zu stellen. Oder Modalitäten vom
von dem Testament aufgeschlossen als Erbe hat noch 1000 geraumt soweit an dafür hat man dünne Rendevous geholt am Office Sozial mit der Präsidentin vom Office Sozial noch mit der Assistent Sozial, die für als Gemeinde zuständig ist. Und hatten hin am Vierfeld auch den Mat gedeelt und sie hatten als noch ein Lösch proposiert von verschiedenen Beneficiäre von ihren Service, die geben nach froh kommen für das Totenhaus. Da waren verschiedene, müssen die noch alle guten durchgegangen und sie hatten als die Madame, die Trägt behalten als Hai, auch als echt Priorität proposiert. Die Frau wohnt hier in der Gemeinde schon zu Straße, die Quote aber durch ihre Kontrakt dabei gekündigt. Sie also länger erzählend, aktuell sie hat 4 Kinder, davon sind aber 2 Kinder, die auf der Uni sind. Das heißt, die geben am Anfang mit 2 Kinder, die hier in der Schule sind, an das Haus wohnen gehen. Voilà. Dafür haben wir noch gesagt, weil das auch dann die Priorität war von der Madame, von dem Office Sozial, war mit dem Verstand für den, der Madame den Kontrakt zu proposieren. Das ist ein Kontrakt de mise à disposition et d'utilisation. Ich meine, die Konditionen sind ähnlich, wie man so einen anderen Kontrakt da haben. Wir haben ganz klar darauf insistiert, dass muss man am Office Sozial zusammen schaffen, für Martinen zusammen nur Lösungen zu sichern und auch immer die nächste Hilfe zu kriegen, für die Situation zu verbessern. Wir haben noch am Drang geschrieben, dass es obligatorisch ist, dass ich auf die Liste nachschreiben muss, weil sowohl beim Fonds Logement wie bei der SNHBM wie bei der AIS, für die noch eligibel ist für ein anderes Logement, wenn du ist, wo in freigeht, was der Familie entspricht. Und darauf sind wir auch gesagt, wir geben einfach wirklich schon zeitlich begrenzte Kontrakte. Man hat gesehen, dass klar viel gesehen, dass der Kontrakt auf 3 Jahre lebt, das eben nur als Incentive, dass man so dass man dann auch soll gucken für einen anderen Logement zu finden, für dass man das Haus auch können weiter für den nächsten, den Weg schon in einer Situation der Besoin als auch können zur Verfügung zu stellen. Der Loyer ist gerechnet auf den Kriterien vom neuen Gesetz vom 7. August 2023 wird das Logement abordable und die wird bis belaufen auf 350 €. Mit einer Kaution von 1.000 €, die in der Trägerstadt kriegt, im Moment von bei, wenn alles in der Reihe ist. Weil an die anderen Modalitäten vom Kontrakt, ich meine, das sind die ähnlichen Modalitäten, wie man so an den anderen Kontrakten ein bisschen immer viel gesehen hat. Du noch froh sind? Ja, Serge. Ja, ich hätte an sich eng generell froh, von der ich könnte erinnern, und Haus Kräher, so in den Office Sozialgängen, an die man Gestion selber. Und die haben sich dann noch, wenn wir den aktuellen Kontrakt holen, du wollt Gemenge oder den Kontrakt abgestaltet und noch erschrieben. Wenn das gibt da eine extra Ursache, für was das nicht die Prozedur für Druck gewählt hat, oder, voilà. Merci. Ja, ich meine, das recht damals war am Anfang ein Kontrakt de Gestion, wo man gemacht hat mit dem Office Sozial, wo sie am Anfang gesagt haben, sie kriegen das Haus zur Verfügung gestellt. Und du war aber auch damals schon den Kontrakt de mise à disposition, der Kontrakt dabei, den damals geschlossen ging. Also das ist aber auch durch der Gemeinde an den Beneficiär aufgeschlossen ging. Bei mir die Modalitäten von den 2 Kontrakten durchgeguckt und noch an der Praxis geguckt, wie es gehandhabt wird. Das am Anfang immer so, das war ein Problem auch an dem Haus, dass das am Anfang über das Gemeinde gelaufen ist, respektive über den die Immobiliäre oder die Service-Gérants, die wir aktuell haben, die das dann en charge geholt für das zu gerieren, sodass der Office Sozial zwar einen Kontrakt hat, aber en fin de compte die Relation immer direkt mit der Gemeinde und dafür sollte man einfach wie wird den Umweg gehen, wie wird den Office Sozial. Wir haben die Konditionen, das muss man im Office Sozial zusammen geschafft gehen, so an unseren Kontrakt dran geschrieben. Wir haben gesagt, wir werden 2 Kontrakte schreiben, wenn am Anfang auch an de facto über den Kontrakt geht. Und wir hatten noch, dass man im Office Sozial geschwert, dann sind am Anfang auch keine so anderen Kontrakte mit anderen Gemengen, wie die DW lebt, wie Demos gemerkt gehen, dass dafür so mal heiers oder so eine Simplifikation administrativ einfach gesagt, gehen man den Kontrakt direkt zusammen. Wir hier einen Ansprechpartner für alle die sozial frohen an ihrer Bekleidung als ganz klar ein Office Sozial, an mir sich eben just die das Haus zur Verfügung stellen. Vielmals merci für die wirklich präzise Explikationen. Ich weiß nicht, ich kann froh nach Herrn Nurstelle bei die Wärme mal beim Herr Scheuer sind. Ich meine, ich will aber nur mal für dich merci sagen, dass das die Logement so schnell kommt vermittelt gehen, was ich auch nicht mehr zu begrüßen ist. Wie wir mit den anderen Bier vom Herrn Scheuer, was passt nicht auf diesen Punkt, aber generell könnt ihr vielleicht denke gewur gehen, wie mit den Bier nass, ob da schon etwas geschieht ist. Oder ob das noch immer Status quo ist. Ich weiß nicht, was du genau meinst. Also, wir bleiben am Haus, das Auto, den ist verkauft gehen. Da hat man schon Gemeinderat, und man hat ja die Wohnt
aufgestimmt an Kontos so einem Konto war ja schon wie lange wie sie gehen ne? Das nach Busch irgendwo. In Decision von Okay, merci. Marie van Skript, ja. Dat is ook een vraag wat nog een persoon. Meer begrepen de extreme generositeit van verstorvenen Herr Scheuer. Als hij voor dat gemengd huis wie vom Herr Scheuer gewünscht engem Sozialprojekt zo schreibt, an het dem sozial zur Verfügung stellt, für die meest sozial schwache Leute zu helfen. Wir gingen auch den Opruf machen und Besitzer von eitlen Wohnungen sich ein Beispiel Herr Scheuersänger Sympathie zu holen, an hier eidelstehend Wohnungen für soziale Projekte zur Verfügung zu stellen. Das ist auch, wenn es nicht für eine kurz begrenzte Zeit soll ziehen. Es gibt leider immer Leute, die sich stündlich an einer Notsituation befinden, an die kurzfristig einen Tag über den Kopf brauchen. Merci. Ja, das ist ein guter Abruf. Merci an Maria. Das ist natürlich für mich auch der Kontrakt auch einnehmen auf 3 Jahre gemacht, der hängt das Citre Kondition, das ist immer das Problem. Wenn die Leute bis ein am Haus hört, ne, das sind nicht alle verständlich, dass sie auch rausgehen, wenn du in ihrer Zeit das haben, das sind dann andere Probleme. Voilà, was sonst kein Froh mit wären, da gibt man auch darüber aufstimmen. Aisha Serge. Ja. Jerini Nora. Ja. Kaufmann Jean-Pierre. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Georges. Sauber Jules. Für Jules, ja. Hein Serge. Ja. Heisen Paul. Ja. Welch Nicola. Ja. Dann hat man Jean-Marie. Ja. Merci. Voilà, dann hätten wir den nächsten Punkt an den konsultativen Kommissionen. Da hatten wir noch einen Platz abgestohlen. Aber wir haben noch ein Changement, weil der Chattertreff ja an der Familienkommission angesiedelt ist, an Zimmer da nicht genannt war, sodass den Gerd Neumann dann auf seinen Platz verzichtet, an Zimmer und Fischer. Da gehen wir an die Kommission gehen, das wäre die engen Platz, die wir wollten so besetzen. Und dann hatten wir die vakant Platz an der Umweltkommission. Und da gibt Torun Eglis dort auf den Platz von uns genannt gehen. Sind wir froh. Gehen wir gleich zum Wort. Aisha Serge. Ja. Jerini Nora. Ja. Kaufmann Jean-Pierre. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Georges. Sauber Jules. Für Jules, ja. Hein Serge. Ja. Heisen Paul. Ja. Welch Nicola. Ja. Dann hat man Jean-Marie. Ja. Merci. Und da kommen wir noch zu den Verkehrsreglementen. Da 102 am Dossier. Da brauche ich aber nur. Zettel, also das ist ein Kehr an der Rue Principale um Neuer heißen, wo wir ein Chantier mobil haben, vom 10. Oktober jusqu'à la fin des Travaux, und du hast dann alles auf der Höhe vom Chantier, wird das auf 30 Stundenkilometer aufgesagt. Und das zweite Reglement, das ist dann hier an der Hauptstraße, wo wir ein Problem mit der Wasserleitung haben, wo wir dann zwischen dem 24. Oktober bis zum 27. Oktober unter Wasserleitung schaffen, und dafür muss die Straße dann auf einer Seite zugemacht werden, natürlich vielleicht halt gesehen, wie der Lunch kommen sind. Voilà, das sind die 2 Reglementer. Wenn du keine Frohe sind, da gibt man. Ah, ich habe eine Frohe, ja. Ich bin eng praktisch froh. Also, ob einem Chance wie hier an der Hauptstraße, von den in der Nöwe gesagt, brauche ich kein Rotluten. Dann war kein könnt für den raus, aber ihr könnt bleiben halen. Normalerweise sind Rotluten da auch war kein könnt müsste halen bleiben. Hier also Chance, gesagt den anderen, von Vernunft funktioniert, ist das kein Problem. Also wieso sie kein Rotluten da? Ich weiß nicht, ob da kommen, ne? Nee, hier ist just, wir können es so zu machen. Ja, ja. Mit einem Verkehrsschild zu regeln, kommen kein Gluten durch. Ne? Froh, nee. Da ging wir aufstimmen. Aisha Serge. Ja. Jerini Nora. Ja. Kaufmann Jean-Pierre. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Georges. Sauber Jules. Für Jules, ja. Hein Serge. Ja. Heisen Paul. Ja. Welch Nicola. Ja. Dann hat man Jean-Marie. Ja. Merci. Und da kommen wir zu der Question écrite. Da haben wir einen Rakrit von der Stadtbürger. Die ich echt gehen.
Ja, merci für das Wort. Ich muss nur abmachen. Ja, gut. Also ich meine, als froh, die als en vue von der Reprise vom Gruppe Leclerc, die ja die Gruppe Telles überholen. Gruppe Telles hat hier am Land 2 Hypermarché, 25 Supermarchés und auch Proximitätsgeschäfte. An der Gruppe Leclerc überholen die Geschäfte do. Und ich meine, mir als Schötterbierger Mona ist du ein bisschen Gedanken gemacht, wie geht es auf dem Site 4 ich denke, wir werden noch nicht die Einzigen sein, die sich da Gedanken machen werden mit dem Proximitätsgeschäft. Der freiere Profi wird ja ein ganz flott sein als für uns Anwohner. Dafür wollte mir an sich der Chefrat freuen, als en vue vom Wiesel von der Enseigne Deleuze Leclerc sichergestellt, dass der Beimann Proprietär vom Site bestehen bleibt und Gemeinde Schütter weiterhin ihr Lebensmittelgeschäft oder das Lebensmittelgeschäft behält. Das auch noch an der Question, ich kriege halt schon noch ein Extrem vom Komitee der Presse dabei gelöst, mir schmecken, dass das ja so eine Sache, die wahrscheinlich jeder konnte lesen. Merci. Ja, vielmals merci für die Froh. Ich meine, das ist ein berechtigt froh. Wir haben also einen kleinen lokalen Supermarché gewinnt. Ich kann mich noch erinnern, wie sie eigentlich angefangen haben, so das muss so zu machen. Das war auch nicht gut gekommen, so das muss abgemacht. Und voilà, das ist ein froh, die als Anwohner beschäftigt. Und wir sind natürlich froh, dass die Offer da dann bestehen bleibt. Was die Strategie von Gruppe Leclerc geht, ich meine, sie sind noch nicht daran gebunden, alles auf Neues zu bannen. Wir haben aber, als die Marche gemacht hat, ich mir für das erste Mal den Herrn Di Lombardo angerufen von MG Hotels, der uns dann konfirmiert hat, dass der Beil beim Match noch bis 2025 geht und dass er auch noch nicht kontaktiert gehen ist, für den Beil aufzuhören zu können oder in irgendeiner Form. Also den noch hin lebt den 4 bis 2025. Wir haben dann noch eine Mail gemacht und von den Herren, die beim Gruppe Leclerc zuständig sind für die Strategie, also Developmentstrategie international, und hauptsächlich in Europa, und eben auch die Länder rundherum, an Lützeburg, wo Lützeburg drin fällt, die Mail also auch kommen, weil das noch keine Fehlermeldung kommen, aber schon auch keine Antwort gibt. Das war gestern oben. Ich weiß auch nicht, ob man Antwort. Aber auch da haben wir noch gefragt, was die Strategie sind und ob sie wollen also vom Gefehlermengen überholen sie lo und das stimmt ja auch an der Presse. Sie behalten Personal alle gut, sie behalten alle gut die Geschäfte, lo auf jeden Fall kurzfristig vom Gefehlermengen als der Logo Risk natürlich auch immer, wenn so eine Reprise gemacht wird, dann die gucken auch hier Zahlen, die gucken auch die Rentabilität, das gehört so zu, ne? Und da kommen vielleicht dann Decisionen, aber ich meine, im Moment braucht man jetzt nicht viel Gedanken zu machen, das ist aber gut, dass er in der Hand bleibt. Ich will aber noch so, dass Gemeinde Schötter ja damals die Konventionen erschrieben hat, damals schon war eigentlich das Verkaufsrecht für die Gemeinde, was sie nicht genutzt huet, mit du eigentlich op de Wegängen as iwwer den Konvention mat engem privaten dat ze machen. Du huet awer entretemps och dot Proprietäten enke gewieselt. Och dat huet Gemeng als solch akzeptéiert. Och steht an der Konvention dran, dass da fir 10 Joer wie lo immer schon bei wat war 92 se kommen. Sind schon iwwer 30 Joer. Ich meine, da ist gesucht, wieviel nach kann, ob das Recht und ob das Wirtschaftsrecht behaupten, wann denke verkauft geht, ob man da wollen, das ist dann noch froh. Wir machen aber nur einen Brief nach ein MG Hotels, wo man denke so, weil da so was die Geschichte so sind, die Konventionen, und wann sie eine Intention haben, für zu verkaufen, also das heißt, das wenigstens soll man abteilen. Und da können wir auch Connaissance de Cause eine Decision holen, weiß ich auch nicht, ob nicht andere Möglichkeiten zu spielen, also wenn das noch ein bisschen dauert, wenn das 3 Jahre dauert, da sind wir schon wie weit, ob man vielleicht auf einen anderen Platz dann noch ein Supermarché kriegt. Ich meine, das sind alles nachher konnu, muss ich einfach ein Dossier am Arbeit halten. Ich meine, für den Moment wird sich nicht ganz viel ändern, außer dann sein, zu einem gewissen Moment.
hoffe schon dummer der Pro geantwort. Merci tipptopp. Das wirklich ein gut zu gesehen, dass der reagiert, dann, dass da am Dossier Hand bleibt. Merci. Merci auch. Voilà, dann nach Question du Publik oder einer frohen mündlicher. Ja. Ich hätte noch, ich will dem Robby noch nicht frei viergreifen. Merci. Aber ja, nun von geholt, wir sind noch an der Hirschsaison und wenn ihr guckt, überall da immer laufen Gartenarbeiten und wenn ihr guckt, bis lo, habe ich nach kein Zirkel gesehen, kein Fluchtblatt gesehen, den die Leute motiviert, die Hecken zu schneiden. Ich meine, da können die vielleicht mal mal da 100 gehen, weil sie verschiedene Plätze am Dorf, wo Trottoir ein bisschen mehr schmal gesehen, weil das kringt die Hecken all gut ziemlich gewusst sind. Und gut. Und dann hätte ich nach für vielleicht die ganzen Sachen da. Ich hatte drei Sachen an sich. Da den, dass der Spielplatz um Kreckelsberg, die Seite ein bisschen wüst aus. Ich meine, da ist vielleicht den Vierster motivieren, für da mal ein bisschen zu botzen um Kreckelsberg. Grillplatz, ja. Hast du noch Spielplatz geschrieben? Okay, ja ist da. Merci Serge, Grillplatz um Kreckelsberg. Und dann als für einen Strapp hat Gemeng ein Plan gemacht, zu übersehen beim Haus Corneli, weil ja ein Baum ein Gimme vergift gehen. Und so wollte ich mal vor, wie dort der Stand der Dinge aus von dem Dossier. Das ist ja auch für Gericht kein Menge schon. Bevor das nur, also weil du nicht am Kurier-Rezent und da seht ihr auch, dass kein Antwort hat, bevor das nur. Dann hätte ich noch ein letzte zwei Sachen nach für einen Strapp sind die Flyern verteilt gehen von WeConnect. Und da wollte ich mal den Chefrat fragen, ob wir könnten gehen, ob du Familien sich gemeldet haben, für Studenten abzuholen. Und von der Lohnet Festkind in ein Kier, da vielleicht kleinen Inventär machen, einen kleinen Rückfrau machen, ja, wie das hier. Okay, dann machen wir dann gehen wir auch da retour den nächsten Gemengerot. Merci. Und dann die letzte Geschichte, ich meine, du hatten wir schon an der letzten Sitzung geredet, der Mann mit der Kanakutsch, die wird noch immer gesehen, und was du schon etwas mehr gewusst. Ich hatte Police kontaktiert, die immer gesagt haben, schon ein paar Mal kontrolliert, wie das von den Probieren an der Reihe ist, können sie nicht viel mehr. Und die letzte Idee war, um mit Assistent sozial zu gucken, dass die ein Gebäude geht, dann gucken, ob wir noch viel sozial ist, wie helfen können. Ja, mit der Kanakutsch, ich weiß gar nicht, dass Heinke darüber geschaut genoss. Was das hat er genau? Also ich meine, war nicht am Gemengerot, nee, mit das der Mann, den an der Salle d'attente von der Minzberger. Für mich haben wir gleich gestern gesprochen. Mir egal, gut. Aber das an sich am Dorf gibt gelegentlich ein Mann mit einer ganz aller Pusse gesehen und hat da einen kleinen Trolley dran und ja, ein kann er Kutsch war ein Trolley. Nee, aber das den am Trolleyband dran hat, aber nee, das effektive Mann mit ein bisschen mehr eine ältere kann er Kutsch. Den doch immer fährt an außer nach einem Trolley dran, das gesagt ist das nicht. Also, das dafür bekannt werden, sind kann Kutsch dabei, das kein Kant dran. Das sind persönliche Sachen sind dran. Andere holen eine Caddy bei einem Supermarché hin, dann kann Kutsch. Und hat noch kein Web zu jetzt gedacht, aber wohnt an der Minzberger und das geht ja aber auch nicht. Ich so eine wohnt da, ein Haus da. Könnt du, bist du hin, und das muss nach da, wenn die um zurückgehen. Minzberger, die am Tag sei es nicht da. Minzberger, die sollte normalerweise ab Oves X Hour zu sein. Ich meine 10 Hour. Und ich meine, das ist ja auch die Responsabilität von der Gemeinde, weil es war mal immer gesagt, kein Conciergen giffen sich durch ins Kammern, dass das gibt klappen. Also auch der Sache wollen wir also, das ist meine Lesung vorne. Voilà, Nora.
kein froh also das ist vielleicht ich muss überlegen wie man wann die Wand denkst weil ein Gerät gehen da sind eventuell Zonden an Straße auf verschiedenen Plätze von Straße setzt findet müssen so viel zu strehen voilà. Das war just einfach wie das lo ganz schnell geht bis die Wand da können dann nur aus dann am Tischbeten dann normal gestreht dann viel gestreht voilà. Ja, merci. Normalerweise müsste das laufen. Du hast die Polen mit da, aber normalerweise müsste das laufen. Außer näher, dann ist dann noch da, wo das drin ist. Voilà, merci für all die Fragen. Da gebe ich aber der Robby Fragen, ob er noch etwas zu erzählen, nicht das Mikro schon. Ich bin kein froh, aber ich will etwas, was mich trägt. Ich will es aber mitteilen und noch dabei sind, dass die Leute wissen, was los ist. Ich will all die Jahre mengen ich immer im Schafferrot, am Gemengerot Sachen umgehen, wo ich fand, dass sie wichtig waren. Sie waren für mich immens wichtig, weil meistens entweder ein Gefahr da war. Und muss auch gut gewesen stehen, weil die Gemeinde hat immer direkt darauf reagiert. Den Tag danach oder spätestens den anderen Tag war alles an der Reihe. Die vierigste Schafferrot, auch die letzte Kriege nach, hat gesagt, muss werden an der Reihe. Aber da sind da Leute, die dann sich betroffen fühlen, und das will ich nicht. Ich will keinem an der Rück fallen, keinem Weg tun. Und dafür habe ich mich dezidiert, nichts mehr zu sagen. Da wisst ihr für was, dass ich nichts mehr sage. Merci. Ja, ich weiß, Robby, du hast das auch schon gesagt. Also, ich meine, dass wir nicht auferstanden sind, dass das so gesagt geht. Wir können noch nicht mit den Leuten schwätzen. Du weißt ja, wie teuer du hast. Ich brauche dir das nicht zu erzählen. Also, ich meine, das ist wichtig, wenn uns die Leute mitteilen, da und da klappt das nicht. Überlegt nach einer Kehr, wenn die echt Roserei lernst, das. Ich meine, das nicht an der Reihe, was du gesagt hast, und wir als Schafferrot können da doch richtig setzen. Ja. Also ich, ja. Nee, also ich meine, wir sind froh, wenn es da Sachen macht. Ich meine, die ganze Gemengerot ist froh. Du darfst das ruhig an Zukunft noch machen. Merci. Voilà, da sage ich alle große Merci. Ich wünsche euch einen schönen Abend und dann sehen wir uns an einem anderen Mal zusammen. Alle gut.